Grüß euch, servus, küsst die Hand. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Es spielt für euch das 16er Boot. Es hört halt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Und wenn sie euch ihre Ohren aufsperrt, dann hört so manche Wiener Derz. Ein Klang, so wie er nur in Wien ertönt. Und mancher Text, der geht ins Gmiert, so dass man's Herzl pumpend spürt. Weil's Wiener Lied, das Wiener Herz verwöhnt. Drum leid und grüß euch, servus, küsst die Hand. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Es spielt für euch halt nur ein 16er Bauer. Es hört halt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl. Grüß euch, servus, habe die Ehre, küsst die Hände und was noch alles dazugehört zur 257. Pavlatschen, die zweite im neuen Jahr und schon die erste Solo-Pavlatschen. Patrick liegt daheim mit Fieber. Ja. Beste Grüße von ihm soll ich ausrichten. Wir grüßen natürlich auch ihn mit dem raschesten Genesungswunsch, der uns einfällt, ist ganz klar. Ja, schade natürlich, schade, aber ja, es ist ja, war ja, was so ist. Hauptsache er wird wieder und vielleicht ist es auch ein gutes Omen, nicht? Wenn jetzt das schon im neuen Jahr quasi schon ein Solo-Pavlatschen ist, vielleicht war's das. Das war ja einmal was. Das war auch was. Meine Lieben, ich begrüße euch herzlich im Chat. Momo M. sicher da, Christi gut, Thomas Meyer ist da, aus Kaisermühlen, Matthias Mariach ist am Start. Jawohl, ist der Adi da? Ja, liebe Buben, liebe Familie, ab Herz. Liege seit heute in Normalstation, jawohl. Marker H, bin am Weg der Genesung. Herz, okay, warte auf Reha, euer treuer Pavlatschist, Adi. Ja, Weltklasse, bravo. Das gefreut mir wieder. Absolut leibend. Ja. Aber der Matthias Mariacher nachfragt, was los war, ja. Also ein neues Herzl hat er gekriegt. Und quasi von der Intensiv oder von der Beobachtung, oder wie man das sagt, bereits auf normaler Station. Das sind gute Nachrichten. Adi, große Freude und weiterhin alles Gute. Unbedingt. Susanne Faber ist da, Christi Gott. Franz M., jawohl. An alle und viele Genesungsgespritzter und Genesungsachtel für den Patrick, jawohl. Peter Prachtl ist da. Was, Franz, nach 2 Wochen Abstinenz? Achso, Abstinenz, Pavlatschen-Abstinenz. Ja. Ich glaube, Abstinenz, ich glaube, du warst du hast nichts getrunken jetzt 2 Wochen. Jetzt habe ich mich kurz geschreckt gehabt. Ja, Maggie Pemperton ist da, Christi Gott. Jawohl, Steiramat haltet durch, aber ja, das machen wir schon. Chantal Schwarzbau ist da, Christi Gott. Aus der Steiermark von Michi und mir. Jawohl, Michi, extrem Schaukler, auch am Start. Einmalig. Matthias Mariacher hat schon die Spritzerglasel rein. Ebenso wie der Raffi, unser steirisches Urgestein. Der Paul Hartmann ist da, Christi Gott. Ebenfalls mit den Spritzerglaseln. Hannes Spießler, ja, mittlerweile, wir haben deine Daten haben wir jetzt da. Danke dir. Ja, we stay in contact, wie man so schön sagt. Susanne Moser ist da, Christi Gott, aus dem Mostviertel. Der Maber ist da aus Mittelhessen. Weil Rheinhessen ist der Wein. Fritzl Stadtgus, unser Grausenior, ebenfalls mit dabei, auch wie Landtalstromer Markus. Jawohl, auf euch ist Verlust. Franz Brandwein, servus, gerade erst beim Taschlag gesehen und schon wieder da. Einmalig. KTM-Junkie, heute mit Radler, da schon hier. Naja, was glaubst du, dass du das verbessern kannst? Ja. Schönen guten Abend, sagt auch Hochhof, mein Freund. Servus David. Christi Gott. Lorich Wolfgang, liebe Grüße außen. Warte mal, weitergeschrieben. Lorich Wolfgang, schön, dass du dabei bist. Ein neuer Name. Mir zumindest ist nicht bekannt. Wir freuen uns darüber sehr. Roland Sperk ist da. Liebe Grüße an euch alle. Grüße aus dem Schücherland, Busserl an unseren Patrick Burm. Jawohl.
was ich kriege keins. Nein, ich kriege einen Schücher, ist auch in Ordnung. Im Schücherland sind's. Judy Austria ist auch da, grüß euch, wo ich auch kennengelernt persönlich beim Taschler Weltklasse. Ja, dem alten Krankensessel, gute Besserung, ja. Wie gesagt, ich hoffe stark, dass das war, vielleicht war es das ja für das Jahr. Das war schon leibend, das war jetzt schon leibend. So, wir haben uns also ich, einen Wiener gemischten Satz, Ried vorleiten vom Höfler Michi, ist eh klar, vom Ausblick. Ich meine, jetzt bin ich 2021, ist das ein bisschen aber schade. Es ist halt so, ich meine, mir geht jetzt der Wein nicht direkt aus, aber so die Auswahl da in der Clausewitsch ein bisschen bedenklich. Das liegt auch daran, dass ich jetzt zweimal Freitag gehabt habe über Nacht. Jetzt erst am Wochenende den Bruder von Patrick wieder. Und bin draufgekommen, das kostet einfach unheimlich viel Weinreserven. Wenn ich Gäste habe. Das geht in den Weinschrank. Ich sag's euch, wie es ist. Also das war jetzt, habe ich jetzt gesagt, nicht als Bettlerei, dass ich einen brauche wieder, aber, sondern ja. Andreas, schau, grüße die Klaus aus dem Westerwald. Da pfeift der Wind so kalt. Nicht? Der Andreas, ich sag dir erstens Dankeschön, aber zweitens, da brauchst du nicht herklingen. Wie da der Wind pfeift. Jawohl, schau, Judy Austria. Monte Cristo Nummer 4 und Rioja. Spanischer Rotwein und kubanische Zigarren. Ich habe geraucht jetzt da, ich mit Oliver, mein Bruder von Patrick, was haben wir geraucht? Tatsächlich eine Coiba, habe ich noch gehabt, eine Coiba. Und dann eigentlich haben wir uns an Quinteros haben wir uns da vergangen, ganz frech. Ja. Schau da, Roland Sperg, mein lieber Freund, ich komme liefern, aber persönlich. Jawohl, ich warte die Spergel auf. Super, Roland. Ich freue mich schon wieder. Das kriegst du, mit solchen Sachen kann man mir Freude machen. Wolfgang ist auch da. Schönen guten Abend, Gesundheit für den Patrick, Adi Rehberg, alles Gute, Mega Pimpert, liebe Grüße, Susanne Moser, Servus, Fritz Stadtkus, habe die Ehre und alle anderen, schönen Abend. Jawohl, bravo Wolfgang, da spielt man gleich was. Taktische Superpolatschen wegen Weinmangel. Aha, Franz Brandwein. Du, aber wenn das geplant gewesen wäre, noch nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Schau, nachdem jetzt die Hette auch da ist. Jawohl. Die Schwitz ist auch vertreten. Meine Herrschaften, sehr zum Wohl. Euch alles Gute, alles Liebe und natürlich beste Grüße an unseren Krankensessel, an den Patrick. Sehr zum Wohl, Prost. Ja, es ist halt auch so, dass man schmeckt. Das Butellerl wird uns heute wieder eine Lehre sein. Aus dem Wienerwald, was Gauberau, der Lorch Wolfgang, Weltklasse. Das gefreut uns. Unser Polier. Na gut, freut euch. Danke vielmals. Was reißen wir? Gleich mal zum Start. Da? Ich habe mir leider nichts überlegt, obwohl ich schon jetzt Mittag war. Also, jetzt Mittag nicht, aber Nachmittag. Ja. Was? Hallo? Der Radi Rehberger. Habe Kartonwein Doppelgold vom Weinbauer Hacker, Wiener Neuerdorf. Nur wegen Übergabe. Ja, die Übergabe, die schaffen wir. schon. Jawohl, das heißt, ich sollte das öfters erwähnen, gell? Das ist ein Wahnsinn. Ich glaub's nicht, fällt was ein. Wo wir gleich Mädel. Der Retten sein, nur hereingereist, der Jux für groß und klein, jeder Schimmeneich lackiert, wirklich frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder druckt sie nacheinander, die Tierschneuen in die Hand. Schön ist so ein Ringergespül, das ist ein Hetz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann
sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vor den Weg und dreht sich da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringelspiel. Gestohlen haben wir nix, genommen haben wir nix, na, wir sind die ehrlichsten Leute. Nur mit der blöden Arbeit hat ja keiner Freude. Wir tragen ein Blass Vierter, sind alle bei fix, aber tun dann wir, wenn wir täten, aber tun dann wir nix. Und im Winter, da müssen wir uns plagen, weil da fahren wir mit Aufspritzwagen. Und im Sommer, das wissen sie, ja, da kehren wir miteinander den Schnee. Ohne Unterstand beschließen wir unseren Lebenslauf. Da singst die letzten 2 Bücher. Jetzt hört sich das Bücherleben auf. Da singst die letzten 2 Bücher. Jetzt hört sich das Bücherleben auf. Beim Wein darf's nicht fad sein, bei einem Lied muss schön Start sein, sonst hast nur die halbe der Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stund. Drum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön Start sein. Nagels an, weil sonst fliegt's da davon. Das Leben ist ein Hutschen, einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stund. Drum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön Start sein. Nagels an, weil sonst fliegt's da davon. Droben vom Benzinger Kirchel hört man es 12 Grad schlagen. Und durch das mondhelle Gassel biegt die Kirche mit Ecken Wand. Vor einem alt Wiener Häusl, da heut der Madel steigt aus, macht ein verlegenes Knicksel, dann huscht's wie ein Maserl ins Haus. Im Ohr nur die rauschenden Walzer, die Walzer vom Lanner und Strauß. Im Herzen ein bissel verliebt sein, so kommt sie vom Domherz aus. Die Guckeln sind blau wie die Feigeln, sie glanzen voll Lust und voll Freude. Secht's Leideln, so war's
31 in Wien, in der goldenen, gemütlichen Zeit. Het war die alte Zeit bei mir, leider nur im Traum. Sie hat so viel erzählt von ihr, aber leider nur im Traum. Sie hat so viel Bild gezeigt, da hat noch Johann Strauß gegeigt. Wie ich bin munter geworden, war alles verloren. Drum schrammen tut's uns nicht verlassen, weil Wien wär ohne euch nicht Wien. Was nutzen uns die alten Gassen, wann die Gemütlichkeit mit euch dahin? Wir haben schon tudelt alles ein kleiner, drum haben wir unsere Schramme gern. Mit so viel Herz spürt uns keiner, wenn Lied wie es mir gerne. Fisch muss gehen, sonst hat das Leben kein Wert nicht. Fisch muss gehen, der Mensch ist doch kein Pferd nicht. Setz nicht fort, het muss eine Stimmung eine, oder tu dich um das letzte Gerstl. Es wird die Harmonika, schenkt sich ein Braustex auf, was wir gern haben. Denn so jung wie heute kommt man immer zusammen. Gehst da mit, gehst mit, gehst mit, gehst mit, sonst geh es ganz allein. Sonst geh es ganz allein, sonst geh es ganz allein. Gehst mit, gehst mit, gehst mit, gehst mit, sonst geh es ganz allein. Sonst geh es ganz allein bei der Nacht. Zwei Kreuzer, die kehren nicht meine Tän, die kehren nicht meine Tän, die kehren nicht meine Tän. Drum kaufen wir uns am Tabak und schnupfen wir alle drei, und schnupfen wir alle drei bei der Nacht. Haben wir beim Stoß das Geld verspült, da liegt uns gar nichts dran, da liegt uns gar nichts dran. Da liegt uns gar nichts dran, weil da fahren wir dann zum Spielgrund und dann saufen wir uns dort an. Und saufen wir uns dort an bei der Nacht. Wir wohnen schon 25 Jahre in einem Haus. Wir brennen kein Zins, wir ziehen auch nicht aus. Aber Hausherr, aber Hausherr, aber Hausherr, sei gescheit, sind wir nicht die gemütlichsten Leute. In Guntendorf, der Rund auf ein Eck Nummer 2, steht ein dreistöckiges Haus und das gehört dem Papa. In einem Zimmer da drin steht ein Kasse allein und den Schlüssel dazu, den hat die Mama. Drum fehlt uns das ganze Jahr niemals ein Geld. Naja, und um das zum Verputzen sind wir auf der Welt. Wo vom Arbeiten geredet wird, da kriegen wir Grant. Denn unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Unser Vater ist ein Hausherr und ein Seidenfabrikant. Ich hab, es ist vor die falsche Tonart, aber das ist wurscht. Müssen wir ein Zwischenspiel machen. Ich hab auch einmal gelacht und viel Dummheiten gemacht. Ich war aufgehauen und Draht und um nix war mir leid. Der Madeln haben sich zerfranst, ich hab gesungen und tanzt. Ganze Nacht hab ich gewalzt und mein Bettchen hat geschnalzt. Auf Jacke Natur mit einem gesunden Hamur. Wenn ich denk, wie das war, heut ist längst alles gar. Aber hast du nicht, mein Bettchen, schöne Könnerin, mein Hut, und dann fahren wir
schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist, das hab ich längst erfahren. Und dass manches einmal ein Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. Frisch lackiert war mein Wagen und mein Geschäft hat was getragen. A jetzt am Grund hat mich kennt und der Guten ist gerinnt. Immer modisch das Gewand oder sonst gesund benannt. Mit einem Flinserl in den Ohren, Freundl, das war er vorn. Zuerst die nobliche Fuhr und dann die notige Tour. Wenn ich denk, wie das war, heut ist längst alles gar. Aber Hausknecht, mein Beitschen, schöne Könnerin, mein Hut, und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Kreuzweg ist, das hab ich längst erfahren, und dass manches einmal ein Pumper macht, grad in den schönsten Jahren. Ui, jetzt muss ich was trinken, einmal, Freunde. Das war ein Medley, was? Das war ein Medley. Schau, wie das Landesieg ist dabei, Christi Gott. Ja, schau da was an. Schau, wie eine Perlenkette an musikalischen Köstlichkeiten. Mega dank das schön. Ja, so sind, ich muss jetzt sagen, nicht nur das gefällt. Achtel, schau, aufs Vorteile. Lob, ich bekomme Lob. Wahnsinnsmädel, sagt der Adi. Gänsehaut, sagt der Wolfgang, nein, ist eine Welt. Leibende Gitarrenklänge, gell? Zauberhaft. Ja, ist aber ein Zufall. Beim Taschler habt ihr mein Peitschen so schön gebracht, ein paar von uns hatten Tränen in den Augen. Ja, dank der Maggie. Es ist ja auch ein wunderschönes Lied. Aber Hausknecht mein Peitschen ist natürlich zum Teil auch zu Unrecht ein bisschen vom Wiener Lied-Repertoire sozusagen ein bisschen ins Wiener, wie kennt man das sagen? In dieses Hochmusikrepertoire oder die Hochmusikecke des Wiener Liedes gedrängt worden. Das war wahrscheinlich, weil es sehr viele Schauspieler interpretiert haben. Gell? Und dann dadurch hat es natürlich auch eine gewisse Popularität bekommen, auch außerhalb von Wien. Und ich glaube, das ist bei den meisten Liedern so, das müsst ihr mal nachforschen, ein wenig, dass jene Lieder, die dann eine gewisse Popularität bekommen haben im deutschsprachigen Raum, und die mehr oder weniger Leute gesungen haben, wie damals eben Schauspieler oder Kammersänger und so weiter, dass diese Lieder mehr oder weniger dann ein bisschen abgestraft wurden von der Volksmusik sozusagen. Dass sie ein bisschen dass man gesagt hat, ja, das ist ja kein echtes Wiener Lied mehr. Nach dem Motto, die echten Wiener Lieder sind nur die keiner kennt, keiner kennt, die nur mir spielen. Aber ja, ihr wisst wie ich darüber denke, es ist sicher nicht so. Aber ich glaube eben wirklich zu Unrecht, weil dieses Lied wirklich unglaublichen Tiefgang hat vom Text her, musikalisch wahnsinnig simpel ist, weil es ist wirklich nicht sehr kompliziert aufgebaut, aber ja, also in dieser Einfachheit eigentlich ein sehr, sehr schönes Lied. Also wirklich, also ich bin ein Fan dieser Nummer. Ich oute mich hiermit. Ja. So, der Ernest war eins. Guten Abend, Leute. Was ist mit Klausi? Ja, was soll sein mit mir? Oder meinst du den Patrick? Patrick ist krank. Ich bin nicht da. Für mich das schönste Fiakerlied von allen, sagt der Franz Brandwein. Ja, das kann ich mir aber vorstellen. Weil eben ja, was mir schon auch noch wirklich gut gefällt, weil es in eine ähnliche Kerbe schlägt wie eben das, nämlich dass es einen sehr hohen Tiefgang hat, einen hohen Tiefgang, sagt man das so? Sagt man das so?
Hat einen sehr hohen Tiefgang. Wenn ja, hätte mir das schon wieder gefallen. Wie sagt man das? Hat einen hohen Tiefgang. Also hat einen gewaltigen Tiefgang textlich und, und ist etwas komplizierter, also nicht kompliziert, aber etwas musikalisch etwas differenzierter aufgebaut, wie das Hausknecht mehr Peitschen. Aber es ist irgendwie für mich ähnliche Geschichte. Und eben, das ist Stütz meine Rosenstall. Also das ist, aber ich gebe dir recht, so gesehen, bei mir auch, bei den Fiakerliedern wäre es Nummer eins eben auch ähm, aber Hausknecht mehr Peitschen, gefolgt von Stütz meiner Rosenstall, gefolgt von, ja, ich würde sagen, dann Messingstück, wenn es Messingstück glanzt, dann gefolgt vom Wiener, vom Fiaker, also vom klassischen Fiakerlied von Wolfgang Pick, Gustav Pick. Und dann noch das Ich schrei Hü, ich schrei Ho. Das ist ja auch noch das Fuhrmannlied sozusagen. Ja, ja. So würde ich die Einteilung machen, aber die Einteilung ist für die Wurst, weil ich eigentlich dann alle Lieder gern singen. Aber so von dem her, ja. Gewisser Fatalismus, ja, das kann ich. Ja, der eine ist da, der jetzt, ah ja, Patrick, du bist ja eh da. Ja, eben, denk mal, ich bin eh da. Du hast recht, sagt die Susanne Moser, kenne sehr viele Lieder nicht, höre sie trotzdem sehr gern. Ja. Bravo, Franz Brandweiner. Hoher Tiefgang ist ein Mittelgang mit schönem Abgang. Ja, Prost. Die Form von Wienerlied, wo sich Menschen treffen und auch gemeinsam singen und musizieren, die Zeit ist leider fast vorbei. Ja, man kann sagen, die ist vorbei, man wird schon irgendwas so geben, aber die ist eigentlich vorbei. Aber wie soll ich sagen, es hindert uns ja keiner daran, das auch wieder zu machen. Ne? Muss man auch sagen. Es ist halt, man sollte nicht diesen Zeiten nachtrauern, sondern sich selber darum kümmern, dass man halt, zumindest in seinem Umfeld, diese Zeit ein bisschen nachstellen kann, wenn möglich. Nicht? Ich meine, man hat ja für andere Sachen auch zu tun. Man kann sich nicht um alles kümmern, was man nachtrauert. Aber ich glaube, es liegt schon ein bisschen an uns und ich glaube auch wieder, dass wieder gute Zeiten, was das betrifft, auch wieder kommen werden. Weil, weil ich denke mal, das schwingt immer ein Pendel in eine Richtung aus. Und das Wiener Lied war jetzt wirklich komplett weg. Und wenn ich mir anschaue, was sie die letzten 5 Jahre da hat, merkt man, also die letzten 10 Jahre schon, aber die letzten 5 Jahre, und da merkt man schon, dass es einfach wieder kommt, dass es wieder da ist, dass es durchaus wieder einen Zugang findet. Und dann muss das halt erst wieder entstehen, natürlich, ja. Das ist klar. Ja. Nathalie ist in der Haus nach langem wieder mal. Jawohl, Nathalie ist da. Grüß dich Gott. Nathalie ist im Haus. Ein Kommod da oben, danke. Wo ist die Klause? Und wer ist zuständig für den Wein? IBAN, für den Wein und vielleicht einmal die Wampen. Liebe Grüße, Wolfgang. Jawohl, pass auf. IBAN, das ist aber das Einfachste. IBAN ist das Einfachste. Da schmatte es, da blendet es ein. Da blendet es ein. Da steht jetzt zwar nicht der IBAN, aber natürlich in der Videobeschreibung. Ich weiß gar nicht, ob man da einen Zugang hat während des Livestreams, ob man da diese Videobeschreibung selber auch sieht. Aber ich glaube schon, ich glaube schon. Und da ist auf jeden Fall ein IBAN drinnen. So, was verfuhren. Die Klause ist in Bad Schönau. Wer ist zuständig für den Wein? Eigentlich der Patrick. Der wiederum ist aber bei Mistelbach. Ja. Und ich bin ja einmal da, einmal in Wien. Das ist halt, da bin ich sehr unterschiedlich unterwegs. Aber, aber, na, aber wie gesagt, also Wein, also wie gesagt, das ist einmal Schmattes, wo habe ich das? Und da habe ich die E-Mail-Adresse büro.16erburm.at und da am besten, also also wir würden uns sehr freuen natürlich, einfach bekannt geben, um was geht und dann rühren wir uns schon. Da rühren wir uns schnell. Dank der Firma ist schon im Vorfeld. So. Bitte meinen Wunsch nicht ignorieren, hab geschrieben. Welchen Wunsch? Habe ich nicht gesehen. Schreibe ja nochmal eine. Wer weiß, wann ich bis jetzt aufgefahren bin. Schreibe ja nochmal eine, bitte, Adi. Ich meine, wenn du aufs Heimgehen vergisst, ist eine Standardnummer, die war eh gekommen. Aber wenn du einen anderen Wunsch hast, ja.
Schau, Susanne Moser, darum bin ich froh, dass ich auf euch gestoßen bin. Ihr seid die Einzigen, die noch echte Wiener Lieder singen. Naja, zum Glück sind wir nicht die Einzigen, aber tatsächlich halt nicht sehr, es gibt wirklich nicht viel. Wir kehren halt zu den wenigen dazu, aber wir sind sicherlich wahrscheinlich die Einzigen, die natürlich eine Präsenz in dem Ausmaß haben im Internet. Und damit eben zum Beispiel, so wie für dich, Susanne, im Ostviertel zugänglich sind. Nicht? Weil das hilft halt nichts, weil zum Beispiel war es hier Rudi Koschelo, nicht? Ein Traum, da, wenn es irgendwie ausgeht, einmal möchte ich immer wieder hin, wenn er spielt, egal mit wem. Nur die findest du halt nur dort, wo spielen. Und das ist oft eine Insider-Geschichte, wo man oft gar nicht weiß, wo die überall spielen. Nicht? Also das ist halt der Nachteil wiederum. Ja, ja. Wolfgang ist bei Zwettlerbier. Jawohl. Könnt ihr in Patrick Händelsuppen vorbeibringen? Ist ja fast mein Nachbar. Ja, stimmt schon, ja. Da hat er sich freuen. Ja, bringen wir einen Schnaps, war gescheiter, glaube ich. 23 Groschen. Megi, ein Schreibfehler, hoffe ich. 32 Groschen, nachdem ich fast. Ja, genau, du hast da heute geschrieben. Im Dorbacher Pfarrer vorbei, warst fast im Neuwaldeck. Ja. Für meine Frau ein Wiener Lied mit Herz. Für Nathalie, die mich unterstützen begleitet. Jawohl. Für die Nathalie. Ein Lied mit Herz. Dann die 32 Groschen. No. Ein Lied mit Herz. Ohne die, da geht's halt nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Wo ich bin, da bist du auch. Brauch ich dich, dann bist du da. Ohne die, da geht's halt nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Gehen durchs Leben Hand in Hand, uns bringt nichts mehr raus an. So wie wir zwei sind nicht viel da, ob Freude, ob Leid, mir drang's zu zweit. Ohne die, da geht's halt nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Wo ich bin, da bist du auch. Brauch ich dich, dann bist du da. Ohne die, da geht's halt nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Gehen durchs Leben Hand in Hand, uns bringt nix mehr auseinander. Wenn ich könntet, tät ich fliegen und tat ich trotzdem niemals kriegen. Wenn ich faller da recht tief, so schreibe ich dir heut einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätt, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief. Da schreibe ich dir lieber einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Wenn
wenn ich wisse, was du fühlst. Und ich nicht merk, dass du mich willst. Hab ich meinen Mut vergraben, ganz tief. So schreibst du mir heut einen Brief. So kommt dann dein Lieb. So kommt dann dein Lieb zu mir. So kommt dann dein Lieb zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, bis ich dich spiel. Ich ließ Kirschen für die wachsen, ohne Kern. Wenn mir der Himmel kehrt, kriegst jeden Stern. Wenn ich die Sonne ginge, tät, ich möcht sie holen. Und wenn's für dies, hätt ich schon das Frühjahr gestohlen. Der wollt für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du woaus schaust, ist aber nur mein. Und dicke Bärser, die liegen unter dein Schritt. Und wenn ich öfter sag, am liebsten mit einem Lied. So denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tat's doch so gut, von dir ein Liebeswort, von dir einmal eine Hand und nicht alle nur eine kalte Wand. Jetzt rat ich einmal und sag zu mir, na komm, ich ließ Kirschen für die wachsen, ohne Kern. Wenn mir der Himmel kehrt, kriegst jeden Stern. Wenn ich die Sonne ginge, tät, ich möcht sie holen. Und wenn's für die ist, hätt ich schon das Frühjahr gestohlen. Der wollt für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du was schaust, die soll aber nur mein. Und die Gebärse, die liegen unter dein Schritt. Und wenn ich Höfgott sag, am liebsten mit einem Lied. Jawohl, ein Liebeslied Medley. Naja, das erste war Richard Čapek. Ohne die da geht's halt nicht. Gefolgt von der blauen Tinten aus dem Hause Klaus ist teurer. Und schließlich Karl Hodener mit Walter Bissecker, der einen Text geschrieben hat, die Kirschen. Na, ganz elegisch wird man da. Seht's einmal, ich muss ein bisschen trinken. Wenn ich so viel spüle, kann ich nichts trinken. Wenn ich nichts trinken kann, wäre ich unleidlich. Scherzl. Ja, hat's euch gefallen? Ich glaube schon, gell? Ja. Schau, Adi Rehberger. Das hat uns eng getroffen, bist ein Gefühlsmensch, danke. Jawohl. Bravo Adi, bravo Nathalie. Erinnert mich an das Comic, wo ein altes Mutterl vom Krankenbett steht und sagt, armer Bauer, ich mach da Händlersuppen. Und am Fenster ist der Händel, das sagt, gescheißen, mach ihm einen Tee. Das ist halt, ja, das gefällt mir. Ist jetzt nicht, sagen wir mal, ja, klar, hat kein Goethe geschrieben, kein Thema, aber mir gefällt sowas. Ja, die Kittel fällt nicht im sagen, Entschuldigung, die kann ich nicht auswendig, leider. Die kann ich wirklich nicht auswendig. Und das Problem ist, ich kann es nicht einmal da spielen, weil ich habe das im Buch drin, steht auch vom Neuwirt, nur, das ist was das ist leibernd, aber von dem kannst du nicht ausspielen, weil das ist erstens riesengroß, das geht da gar nicht unter. Und dann geht es über 4-5 Seiten, da musst du umbladeln, das leider. Aber eine schöne Nummer, ja. Jawohl. Sehr fein, sagt der Hofen. Und irgendwo habe ich gesagt, Wildcat.
Die Wildcat ist noch immer gleich noch mal einen Schluck eine, aber nicht nur auf die Wildcat, sondern auch auf die zwei einzigen vinophilen Nymphensittiche weltweit. Und die sitzen bei der Wildcat in Deutschland. Bravo. Servus, schön, dass du da bist. Und habe ich irgendwen übersehen vielleicht? Wenn nicht, wenn, dann bitte um Nachsicht, bitte um Nachsicht. Begrüße auch denjenigen herzlichst oder diejenige. Nicht, dass wir uns vergendern, gell? Ah ja, der ist gut. Ist natürlich auch wild. Der ist nicht gleich nachschenken. Ja. Lasst euch nicht vergessen, irgendwann sollte unten in der Kugel nachliegen, in der Stube. Da auch, aber da geht's noch. Da geht's noch. Jawohl, so. Soderli. Also, ja, ich bin auf gar keine Themen vorbereitet in dem Sinn, weil ich habe mir nichts gedacht. Ich habe mir nichts gedacht. Ich habe heute recht einen üppigen Tag gehabt. Heute war der Dachdecker da, weil ich einen Sturmschaden habe. Und der hat sich das alles angeschaut und ein paar andere Besprechungen gemacht, habe ich ihm gleich ausgefratschelt, was geht, was ich an Informationen kriege. Es war gerade morgen um 8 in der Früh muss er schon gestellt sein. Bitte um eine entsprechende, eine entsprechende Reaktion von euch. Um 8 Uhr muss ich gestellt sein, weil da wird geholt mein Graf Carella, mein Tuk-Tuk. Warum? Weil es schon hieß. Das ist eine Schande. Ja? Der Sperk, Roland, schaust noch zu? Huch zu. Ja, es ist leider ja, Batterie wahrscheinlich. Oder irgendwas ist halt hin. Und es war leider Lagerhaus und ich gesagt, na kannst du es bringen? Sag ich, nein. Kein Autotransporter. Ne? Und jetzt wird es mir kalt. Weil der eine Mitarbeiter war schon ein paar Mal da, gleich der nächste, ein paar Häuser weiter wohnt. Und wenn er am Weg ins Lagerhaus ist, nimmt er es gleich mit. So rennt das bei uns. Das ist, na schau, es geht schon. Oh, der Fritzl Stadtgus, der Erste, der hat es ernst genommen. Lob, sagt der Ulrich. Lob ist auch nicht schlecht. Ist das gut? Lob? Ja, ich glaube schon. Dankeschön. Schlüssel von Moser, nein, kann ich nicht. Moser kann ich nicht. Das ist so eine Sache. Diese Moser, ich kann alle, kann ich gar keins. Oder fast keins. Weil eben, das sind jetzt wirklich, mein Ansatz schaut das schon, aber das ist nicht so bekannt von ihm, aber es gab einmal im Fernsehen irgendeine, keine Ahnung, Doku bei ihm, also da war ja ein Kind oder irgend ein Nachruf oder was auch immer. Und da ist er gefragt worden nach seinem Lieblingswiener Lied. Und da hat er gesagt, wenn ich mich recht entsinne, zumindest hat er es dann auch gesungen oder angesungen, das war das größte Glück. Das spiele ich jetzt da. Weil es hat mich überrascht. Als Kind schon, weil man gedacht habe, das kenne ich überhaupt nicht von ihm. Ja. Sag ich mal, so einen Verbrenner einbauen, ja. Naja, er baut gar nichts ein. Er fährt nicht lang aus in die Technik. Die Judy sagt, auch bei mir kommt sogar der Rauch von Kira nicht vor 10, weil der kennt mich. Nein, da kommen es, das ist da. Es ist ja so, ich meine, da kommt er deswegen am 8., weil er dann weil er so hinfährt. Nicht? Also, das verstehe ich ja noch. Aber grundsätzlich ist da so, mit dem muss man zurechtkommen. Wenn da irgendeiner sagt, ich komme um eine Zähne, dann kann das einfach verdammt viel hassen. Aber in der Regel nicht Zähne. Das ist da oder sehr oft auch natürlich so in die Richtung, ja, das schauen wir, das machen wir schon. Das ist immer ein Problem ein bisschen. Ja. Das schaut aber so an, Wolfgang, habe ich einen IBAN gefunden. Gingen Sie ein paar Achtel aus. Prost. Wolfgang, danke herzlichst einmal, sehr zum Wohl und dann hebe ich schon den Finger.
Danke vielmals, Lorich Wolfgang. Herzlichsten Dank. Und dann hatte ich der Finger weh. Von Meisle aus dem Hirseparadies zu ihrem 3. Todestag. Ja, Meisle, Meisle. 5 Euro. Ich denke, das muss ich einblenden. Jawohl, Weitgeit, ich danke dir herzlichst. Und natürlich auf unsere Nymphensittich-Familie, wie sie überall besteht. Ja, 3 Jahre schon wieder her, Wahnsinn. Ne? Ja, danke dir schön, sehr zum Wohl. Uli Slonig gesagt, grüß euch später, aber doch, oder du hast doch heute Schami, was ich Schami gesagt, der Uli Slonig ist auch da. Oder wenn heute es träumt. Kann auch sein. Uli Slonig, bravo. Helsinki ist am Start. Was haben wir noch? 8 Uhr, Susanne Moser, 8 Uhr. Ja. Ich bin einfach der letzte im Ort, wo gehört wird. Ja, das ist bei uns, weiß nicht, das rennt bei uns irgendwie. Na, bei mir, der ist schon früher da. Nachdem ich unfreundlich war, bravo Judy. Ja, nein, ich bin immer sehr freundlich zu allen. Ich bin immer sehr freundlich, das gehört sich so. Und zum Rauchfang gehöre ich so, die sind aber leibend. Also ich habe damit kein nur ein Problem gehabt. Und auch die Handwerker da in der Regel. Es ist halt so, ich meine, ja, wenn man es jetzt wirklich mit einer Firma das magst, ganz offiziell, dann geht alles, also funktioniert alles gut, aber es ist alles immer ein bisschen flexibel, zeitlich gesehen. Wenn es jetzt dir helfen lässt, wisst ihr, was ich meine, dann ist es alles so Sache. Ja, aber mein Gott. So, reißen wir was an. Was habe ich gesagt, das größte Glück? Äh, Wie gesagt, ich kenne keine Aufnahme von Moser oder sonst was, aber ich bilde mir es fest ein. Ich kann mich total irren dabei, aber ich bilde mir ein, dass der Hans Moser das einmal in einer Fernsehshow, also nicht zu meiner Zeit, sondern das war damals, wie ich das gesehen habe, quasi ein Rückblick oder ein In Memoriam, irgend sowas. Und da bilde ich mir das fest ein, dass es genau dieses Lied war. Wie gesagt, hat mich überrascht, war reißen wir es an, ist auf jeden Fall eine Nummer. Eine Paradenummer von Gierkurtl. Der Gierkurtl hat ja auch immer gesungen und immer mit voller Inbrunst, mit voller Hingabe. Na gut, nachdem ich ja nur Gitarre bin und sonst nichts, ist nicht schlecht, wenn ich trotzdem nachstimme. Und man merkt halt, das ist es draußen heute saukalt. Irgendwie hat sich die Luft, also die Temperatur klar, es hat sich auch die Luftfeuchtung irgendwie geändert. Und da reagiert die Gitarre, vor allem die Bassseiten reagieren da stark. Und da hört man es dann besonders. War ich heute beim Optiker, kann ich dir erzählen, weil ich da aufs Stimmgerät starr. War ich heute beim Optiker, das nächste Mal 16 schon mit neuen Brühen, was sagst du? Gleich zwei Brühen, weil ich meine, wenn ich schon keinen Bagger haben kann, dann wenigstens 2 Brühen. Also Bagger dauert noch ein bisschen, muss ich sparen, aber weil es sind ein paar Ausgaben leider kommen noch dazwischen. Aber das war Wahnsinn. Ich gesagt erst, das ist irgendwie, ich sehe jetzt nicht zwangsläufig schlecht mit der Brühen, aber irgendwie anders. Also leibend ist das nicht. Und irgendwie sicher nie. Und irgendwie, das ist Arsch. Jetzt hat gesagt, dann machen wir gleich, den Kirchschlag, kann ich sehr empfehlen. Hat es gleich gesagt, machen wir gleich einen Sehtest, schauen wir uns das an. Es sagt wirklich, es hat sich viel verändert, die 2 Augen. Und zwar gar nicht einmal die Dioptrien als ein Ganzer, sondern die Hornhautverkrümmung ist rechts besser geworden zum Beispiel. So hat es gesagt, das hat es auch selten. Die ist rechts besser geworden, links ist schlechter geworden. Diese Hornhautverkrümmung. Und jetzt ist es so, dass quasi die zwei, dass der Ausgleich von den Augen sozusagen nicht mehr so passt hat. Und deswegen sehe ich echt schlecht mit der Brühe, obwohl ich gut sehe. Ich weiß nicht, ob man das versteht. Es ist wirklich schwierig zu erklären. Und dann habe ich das halt, bist du sicher. Und weil ich ja trotzdem in ein Alter komme und dann zwar super sehe, aber nicht in der Nähe und beim Handy und so weiter, das mache ich heute auch nicht. Der Patrick-Style, Wecker mit der Brühen, da schauen wir so, aber Computerarbeiten ist blöd. Der ist ohne Brühen ist Zweitwecker, also auch der Laptop, mit der Brühen sehe ich gar nichts. Also habe ich auch
zweite Brühe auch noch für den Computer. Da haben wir gleich noch 8 rein, weil die Ausgabe war nicht geplant. Aber leibende Optiker, aber meine letzten Brühen, also sicher die letzten 8 Jahre, meine Brühen war ich von dort, von Kirchschlag, weil die sind echt super. Man glaubt ja das nicht so. Erstens einmal, wenn man glaubt, dass ein Optiker ist teurer als jetzt diese ganzen Ketten, stimmt nicht, das ist alles in Wahrheit gleich, man kann sich alles ausreden. Zum einen, äh, zum anderen, ja, haben die schon ein bisschen eine andere Auswahl. Also vor allem jetzt der unserer, der schaut schon ein bisschen auf. Ja, ich bin eigentlich, was sagen wir jetzt. Ich wollte eigentlich nur die Stimmen überbrücken, indem ich euch die Geschichte erzähle. Es wird euch nicht interessieren, ob sich der Klaus jetzt neue Brünn gekauft hat oder was, aber was soll ich denn sonst machen? Ich muss euch ja was erzählen. Die Brillen sind verstimmt. Ja, aber wirklich, das kann man wirklich so sagen, ja. Wofür brauchst du den Bagger, Klaus, Matthias Mariacher? Das ist eine Frechheit, die Frage. Einen Bagger braucht man. Nicht wofür braucht man einen Bagger. Einen Bagger braucht man. Sag einmal. Nein, da brauchen. Also er war mir schon. Also er würde mir schon vieles. Er würde mir schon Möglichkeiten bieten, die ich sonst nicht habe. Muss ich echt sagen. Aber ich sage jetzt, wenn ich keinen Bagger habe, die das rein von dem her, vom Brauchen her überleben. Aber ich brauche einen Bagger. Das ist einfach, so steht's in meinem Seelenplan, wie ich auf die Erde gewandelt bin. Da ist klargestellt, ja, ich mach nur so eine Reinkarnation, aber nur, wenn ich einen Bagger habe. So schaut's aus. So steht, so, das war. Josef Dadl ist da, jawohl. Josef Dadl, wo ist er? Wo ist er? Badwann oder? Was haben wir da? Wolfgang Eigner, was? Katarakt OP mit EDOF, Linsen und torischer Anpassung würde ich dir empfehlen. Dann bleibt da nur eine kleine Lesebrille über ihm. Ja, aber Wolfgang Eigner, ich danke dir schon, aber das da merke ich mir nicht. Ja, nein, es ist ja so, ich gehe jetzt zu einem Augenarzt, nur, ich habe jetzt gesagt, ich sehe einfach nicht gut, ja, mit der Brühe. Und ich merke das, dass das wirklich erstens auf mein gesamtes Nervensystem und auch irgendwie auf meine äh, Konstitution schlagt. Ne? Weil ich einfach fertig bin, wenn ich sehe. Also nichts, weil ich schlecht sehe. Und da habe ich gedacht, bis ich dann einen Termin habe, ich gehe auf jeden Fall zum Augenarzt, weil ich ja schon ewig nicht war. Nur es ist ja wurscht, was die Brühen betrifft, so viel Unterschied wird nicht sein. Und meine geschätzten Optiker in Kirchschlag haben gesagt, nicht, und falls der Augenarzt sagen würde, dass die Brühen ganz falsch sind, ja, dann tauschen wir das um. Auf Haus. Also nur so viel. Aber glaube ich nicht, und sie hat auch gesagt, ja, glaube ich nicht, bei der Brühen wird es jetzt nicht verändern. Nicht? Aber halt, es geht ja um die anderen Sachen. Nicht? Was halt so geklärt kann auch natürlich. Ja. Aber auf jeden Fall, wo bin denn ich? Wo bin denn ich da? Ja, bin schon wieder im Start. Jawohl. Aber Wolfgang Eigner, ich danke dir herzlichst für den Hinweis. Aber Katarakt-OP mit EDOF-Linsen und torischer Anpassung. Ja. Klauser Durchblicker. Jawohl. Ein Bagger zum Anbaggern. Nathalie celebrates 2 months of membership. Danke euch allen Pavlatschisten für eure Unterstützung und Hilfe. Jawohl. Jawohl, 2 Monate, du bist schon 2 Monate. Jetzt habe ich überlegen müssen, so lange haben wir noch gar nicht, aber Monate sind das. Jawohl. Bitteschön, ich meine, haut's eine Kanalmitgliedschaft. Wer noch nicht Kanalmitglied ist, dem lege ich es ihm dringend ans Herz. Er hat eh nichts davon, aber mir. Es ist ja so, es ist eine Spende. Es ist quasi eine monatliche Spende oder ein Unterstützungsbeitrag, ja, ein Förderbeitrag in der Höhe von 4,99 € im Monat. Und das ist quasi die symbolische Summe für 2 Achteln. Also für den Bartek und für mich jeweils ein Achtel beim Taschler.
im Monat, das wäre die Kanalmitgliedschaft. Kann man natürlich jederzeit auch wieder kündigen, das ist nicht irgendwie ein Abo, also es ist ein Abo, aber das ist immer monatlich kündbar und wir hätten natürlich auch frei, zum einen, weil natürlich unsere Gemeinschaft wächst und zum anderen ist sicher auch für einen Algorithmus nicht schlecht, aber das wissen wir alles, wie das so rennt mit den Social-Media-Geschichten. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst halt dann das Spritzer-Emoji, das Spritzer-Glasel-Emoji verwenden. Das geht nur, wenn man Kanalmitglied ist. Das ist mir wahnsinnig gefreut. Satz dabei. So, Kanalmitglied aus. You got a super chat from Natalie. Wo bin ich? Das ist, da rennt ja alles irgendwie durch. Brin stimmt man mit an. 2, 3, Achteln. Ich bin am Donnerstag wieder beim Optiker. Ich brauche auch eine neue Brille. Ich brauche ein Fritzl. Schau, ich habe keinen Bagger. Ne? Franz Brandt, du brauchst einen Bagger. Tut mir leid. Ja. Ja. Staatsoperiert. Easy Sache. Sicher 2 Fliegen auf der Piste gescheit. Ja, im grauen Star werde ich wahrscheinlich auch schon haben. Also, deswegen muss ich ja zum Augenarzt, nicht? Aber ich muss ja was sehen auch dazwischen. Also das hat einmal. Hätte auch gerne einen Bagger, sagt der Thomas Mayer. Bin als Jugendlicher am Bauernhof immer mit dem Frontlader und dem Greifbagger gefahren. Ja, ist erzählt. Ja. Das ist, ich verstehe nicht, warum wir sagen können, Bagger brauchen wir nicht. Ich verstehe nicht. Grundlage. Ja. Was haben wir da? Mir regt's auf, wenn ich nichts sehe. Ja, ich Ulrich. Drum. Ja, Anzeigen grauen Stars. Ja. Habe ich sicher. Ja. Die hätte gesagt, die Optiker machen die besseren Brühen als mit Augenarzt. Also ich denke mal, jetzt wegen der Brühen gehe ich nicht zum Augenarzt, ne, sondern halt das andere alles anschauen, nicht, was halt das Seikau ist da. Ja. Eben Augenarzt macht keine Brühen, sagt der Hannes Spießleiner. So ist es. Superchat, so da, jetzt habe ich es. Da schau her. Superchat 20 Euro vom Nathalie. Danke Klaus, Patrick und an alle Pavlacisten. Wir haben euch alle lieb. Haben wir euch auch. Ich danke herzlichst. Nathalie, Adi, auf euch. Ja. Uli Slonik sagt auch mit Optik ein bisschen. Ja, ich habe da auch ein gutes Gefühl. Man soll ja oft noch ein Gefühl geben. So, und jetzt seht ihr, dass man es ernst ist. Bevor ich nachschenke, spiele ich jetzt das größte Glück. Das seht ihr, dass man ernst ist. Ich hoffe, der richtigen Ton hat. Stimmt, habe ich ja schon, ja. Nein, das ist in Dora, glaube ich. In Dora spiele ich es. Wie schön war's, wann auf der Welt nur die Liebe wohnen tät. Das wär ein feines, das wär ein schönes Leben. Wann alle sich wie die Teufel recht gern haben möcht. Kennst denn was Schönes, kennst denn was Besseres gehen? Ja, da tät alles singen und lachen und plauschen von recht liebe Sachen. Da lebt die Freiheit und da gibt's keinen Streit. Das war heute eine herrliche Zeit. Wem unser lieber Herrgott ein Herzl hat gegeben, das lacht und das weint und das liebt. Das Haus ist nur recht fein, in ein Glaskastel lehn, das nicht bricht und das ihm ja nicht verdirbt. Doch manchen hat unser Herrgott recht traurig bedacht, hat ihm ein Herz so hart wie das Eisen gehen. Der findet auch keine rechte Freude, weil das Glück ihm nicht lacht, das unser Leben zauberisch macht und schön. Ja, der hat halt für die Lieb kein Verständnis, der weiß nicht, was Lieb ohne Ende ist und wie höher das ging
und wie froh alles singt, wann die Liebe ihm ins Herz springt. Wem unser lieber Herrgott ein Herzl hat gegeben, das lacht und das weint und das liebt, der so ist es nur recht fein in a Glaskaster legen, das nicht bricht und das ihm ja nicht verdirbt. Jawohl. Gut, habe ich schon mal bessere Versionen angeliefert, aber ich bin auch diesmal ein bisschen angeschlagen, also stimmlich oder sonst nicht. Aber ich merke das. Ein bisschen die Nasen und so, gell, man gespielt. Aber man lässt sich halt nicht unterkriegen. Nein, das macht man nicht. Größte Glück für uns alle, bravo hätte, ja. Nein, wirklich, ja, das ist eine schöne Nummer. Gescheiter nichts sehen, aber was zum Trinken haben. So schaut's aus. Bravo, Judy. Sehr zum Wohl, die Herrschaften. Weil die musst du kurz in den Ofen nachlegen. Ja, singen. Denkt man schon, du bist frisch. So schlimm ist nicht. Bin aber gleich da. Ihr hört's mich. Ich bleibe in Hörweite. Ist nur das Eckerl. Man sieht's halt jetzt nicht mehr den Ofen. Die Bumbad. Jesus, nein, da ist zu. Na gut. Ja, das. Ich bin schon wieder da. Das Lied geht unter die Haut. Passt auf mich. Herrgott hat mich nicht im Stich lassen. Na, schaut gut aus. Auch die Rehberger schaut gut aus. Wir singen alle mit. Hätte Gott sei Dank, weil dann müsste das alles so hören. Das ist, also, ist eh nicht, aber man merkt, das war ein bisschen, wenn man die Stimme nicht ganz hinhaut, dann ist das natürlich. Was soll man machen? Es ist halt so. Es ist so. Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich, doch ist halt im Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt, und doch ist die bucklige Welt kugelrund. A jeder Mensch hofft und a jeder Mensch strebt, und viele sind da, die umsonst nur gelebt. Was nützt all das Denken, es gibt nur den Schluss. Es kommt immer alles, wie es kommen muss. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Schrei nicht bleib schön stumm, sag es war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal oben, einmal uns, einmal Freud, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, denk es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott weiß immer warum. Das Leben hat mir eine Weisheit geschenkt. Es kommt immer anders, als man es sich denkt. Darum soll man nie sagen, ich muss und ich will. Der Herrgott entscheidet und du haltest still. Sei immer zufrieden mit deinem Geschick. Beneide nicht immer die anderen ums Glück. Wie schnell kann es gehen, oft über Nacht. Das Ende wird immer von oben gemacht. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Schrei nicht bleib schön stumm, sag es war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal einmal und, einmal Freud, einmal Leid. Wenn der Herrgott
nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, denk es war nix. Nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott weiß immer, warum. Jawohl, war der Herrgott nicht. Auch ein Klassiker, finde ich. Es ist einfach ein Klassiker. Ja. Ja. If Jesus is busy. Franz. Das habe ich sehr gern, sagt der David. Hochhofer Freund, ja, wirklich wahr. If Jesus is busy, ist das Moser-Lied im Kontext des Films ist sehr schön. Ja. Das Lied erinnert mich immer an Exit, nur keine Panik. Ja, genau. Aber if Jesus is busy, dann machen wir gleich. When I follow to the station, my suitcase in my hand. When I follow the station, my suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all my love's in vain. Anna hat immer das Pummel, Anna muss immer verlieren, aber ich hab mein Leben lang das Pummel, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Oh, my love, oh, my love. I didn't know, so I leave all over. Anna hat immer das Pummel, Anna muss immer verlieren, aber ich hab mein Leben lang das Pummel, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Oh yeah. Robert Johnson beziehungsweise Rolling Stones treffen auf Gmela Horstl. So schaut's aus. So, ja, weil ich wurde Englisch herausgefordert. If Jesus is busy, don't worry. Jawohl. Einmalig. Josef Dadl geht schlafen, gute Nacht, vierte Gott. Peter Weibel hat das Lied in dem Film gesungen und sich gleich darauf in die eigene Hand geschossen. Welches Lied? Wieso schießt das in die Hand? Schalorich Wolfgang, jetzt hat es mich shit erwischt. ja, ich meine, ich hoffe jetzt positiv. Ich meine, nicht das. Ja.
Ja. Das habe ich nicht gewusst, sagt die Maggie. Um welches Lied geht es da? Was? Bei was für ein Lied? Also, Kollegen Karl. Also, If Jesus is busy. Das Lied. Ah, alles klar, oder? Jesus is busy. Don't worry. Ja. Ne, warte mal, da bleiben wir gleich bei der Mischmasch. Money! Englisch war das, ich verstehe. Naja, man, das beste Englisch, was ein Otter gegen ein Vierer bringen hat, keiner bitte. Was denn? Money! Also war der Herr nicht will. Wirklich wahr? Wahnsinn, hab ich nicht gewusst. Wenn ich ein Geld hab, bin ich Kaiser. Da reis ich Bamos, wenn sein muss heißen. Doch wenn ich stirb bin und nicht verdraht, dann sagen die Madern alle, du bist heute fad. Wenn ich ein Geld hab, bringt die Wirten, die größten Schnurrer und auch die Nierten. Aber wenn ich keins hab, bleib ich daheim, bei meinem Weiberl und Radida. Ja, nur ein Geld ist das Schönste auf der Welt. Wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringen wir's an. Händel, Gansel und den Fisch müssen rennen über den Tisch. Ein Champagner noch dazu und dann der Ramp ist in der Früh. Ich glaub, mein Erbtante, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft oder lebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Renn schon in den Schuh, hab nix zum Tschechen, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht. Die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Jawohl! So schaut's aus. Money-Medley. Da habe ich wenigstens nur Money sagen müssen. Und das bringe ich nicht auf Englisch zusammen. Aber es ist aber auch nicht leicht, weil die muss da kurz am Ofen schauen. Ganz kurzer Blick. Nein, brennt eh. Brennt eh. Also der Ofen. Im Ofen. Weltklasse. Wenn der Herrgott nicht viel da war, das ist wirklich wahr. Mein erster Abend, Leute, mit einem 16er Buben. Ja, vollkommen motleibend. Lorich Wolfgang, da muss man sagen, jetzt dann hast du dich jetzt geoutet als Pavlacistinger. Und das bedeutet natürlich, dass die anderen Pavlacisti dir eine mörderische Orgienrote Achtel zukommen lassen, dich herzlich willkommen heißen und wir hoffen miteinander, dass du nicht zum letzten Mal dabei warst. Haut's eine bitte für den Wolfgang Lorich eine Orgienrote Achteln und ich trinke auf die natürlich. Schön, dass du da bist. Sehr zum Wohl. Auf dich. Nimm einen zweiten Schluck. Herrlich. Exit Ansehen, Kultfilm mit Hanno Böschel, Paulus Manka, Peter Weibel, Edi Konstantin. Ich weiß, ob ich den nicht gesehen habe, aber ich bin mir auch nicht sicher. Franz Brandwein, danke für den Tipp. Fucking great, sagt Gerhard Seifried. Fucking great, jawohl. Genauso taugt man das. Wolfgang sagt zum anderen Wolfgang, ja, die Buben sind echt live ein Erlebnis für die. Für alle sind wir ein Erlebnis. Für uns ja auch. Gleich noch ein Schluckerl. Jawohl. Was sagt man? Fucking great. Das ist aber, gell, auf Englisch klingt das alles nicht so schlimm eigentlich, gell? Du sagst fucking great und bei uns denkst du, wie würde man es sagen? Na, arschleibend vielleicht. Na, ich weiß ja wurscht. Gerhard Seifried. Jawohl.
Der Hanno Böschel, ne? Ich war noch immer in sein Kaffeehaus. Vom Hanno Böschel. Das kleine Café. Na, was ist das für ein Platz? Das kleine Höfzer weiter, das kleine Café. Was ist das für ein Platz? Was ist das die Kirchen dort? Jesuitenkirchen? Ist das der Jesuitenplatz? Jesuitenplatz? Kann das sein? Die Mege weiß das sicher. Die Mege weiß das sicher. Ja, willkommen, schau. Die Achteln. Willkommen zu Achteln. Muss ich der Kugel auch nachlegen? Ja, Fritzl, Tantaschi. Freddy, darf ich ganz gut. Ich zauber wirklich an. Halt's durch, ich bin gleich da. Der Kugel muss ich nachlegen, ja. Bin schon da wieder. Bin schon da. Ist wieder Luft in der Hand drin. Bin schon da wieder. Oh. Franziskaner, Gerzeife, danke. Franziskanerplatz. Jetzt bin ich aber alle. Jetzt bin ich runtergeschundert. Rauf. Jetzt muss ich aber da stessen. Luft habe ich keine, dann siehst du es. Und ich reg mich auf wegen die Brühen, was? Auf jeden Fall Fritzl Startguss. Das war genau richtig. Genau richtig. Jawohl. Franziskanerplatz, ja. Das kleine Café. Da beim Café, da wissen sie alle Bescheid. Thomas Meyer, Wolfgang, danke schön. Aber der Gerd Seifried war schon der Erste. Hat schon reingeschrieben. Ja, die Anna Treppke hat da drüber gewohnt. Eine Zeit lang. Ist da ungewohnt. Ja. So. Irgendwas wollte ich, aber ich habe schon wieder vergessen. Heute spürst den Herbst in deine Bahnen, Nebel auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für uns Raner, zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Planeln tanzen durch die Hasner Straßen und Papierln alles nur kein Geld. Die Liebespaare haben die Park verlassen, zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Ippenplatz, Liebertstal, Stachern da in der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und der Rebfallbad, Lehm, das liegt beieinander. Wer am Markt der Standel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kugel geht am Gang. Mutter, unsere Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kennst die verlieren. Beiseln voller Traurigkeit und Parkplätze zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Schatan. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, da nur da, daheim. Die kleinen Madeln tragen jetzt dicke Socken und überm Kopf ein schwarzes Regenzelt. Der Wind fährt einer durch die Locken zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Den Galizienberg siehst durch einen Schleier, alles ist verkühlt, jeder Böd.
Und die Rauchfänge merkst, sie machen Feier zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ebenplatz, Liebertstal, Stachens, alter Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Trepfalbad, das Leben, das liegt beieinander. Wer am Markt der Standel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kugel geht am Gang. Mutter'n so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du dich verlieren. Beiseln voller Traurigkeit und Parkplätze zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Gendarm. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da, daheim. So schaut's aus. So schaut's aus. Wiederum, Karl hat ihn zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Walter Bissecker, wieder ein Text geschrieben. Ich finde, Walter Bissecker war einer der poetischsten Textschreiber, Wiener Lied-Textschreiber der neueren Zeit. Muss ich echt sagen. Der hat so traumhaft gute Texte, Beobachtungen geschrieben. Und einfach in schönen Reimen. Muss ich echt sagen, wo die Melodie der Sprache, der Wiener Sprache, wirklich schön zur Geltung kommt. Ich finde Walter Bissecker da an der größten, der neueren Zeit. Auch sehr gut der neueren oder noch neueren Zeit dann war, muss ich auch sagen, von den Texten her, der Roland Neuwirth. Roland Neuwirth auch einer, der wirklich naja, ich will nicht sagen, mehr Poet als Musiker ist, das stimmt nicht, aber der zumindest gleichermaßen Poet und Musiker ist, so würde ich sagen. So würde ich sagen. Jawohl, jawohl. So, Luftzug dran, was muss den Bruder mal aus? Der Meister, da so. Man muss um die Öfen kümmern, nachschenken muss man sich alles. Es ist der Patrick jetzt schon. Ah ja, die Harmonika auch. Ja, frech. Und bei Fatty George meine erste Gitarre gekauft. Jawohl. Entschuldigung, da haben wir geredet, ja. Leiwand. Eine leibende Geschichte. Apropos Fatty George ist mir jetzt wieder das Büdel gekommen. Wer war denn der Dritte? Fatty George, die Heiligen Drei Könige. Damals dieses berühmte Foto, Fatty George, Helmut Qualtinger. Und wer war der Dritte, der Schwarze? Wer war das? War das überhaupt Fatty George? Oh ja, ich glaube, ne? Fatty George, Helmut Qualtinger. Und wer war der Dritte? Es fällt mir nicht ein. Ja. Der Erwin Kienast. Ja. Ja, so Haberl wieder. Der Erwin. Zurück zur Muse. Schlag auf Schlag. Ich habe da eine Flasche Mineral stehen und da haben wir da auch ein Glas eingeschenkt. Vielleicht sollte ich von dem auch mal einen Schlupferl machen. L. Fats Edwards. Dank der Firma ist Franz M. Auf dich ist Verlass. Auf dich ist Verlass. Ja, jawohl. So, wir haben angesprochen gehabt, diese Fiaker-Partie. Ne? Vom Adi Stasler, ja. Aber ich kann, glaube ich, nichts vom Adi. Tatsächlich. Ist eher erschauend. Der Burspitz im Sound, glaube ich. Ein kleiner Burspitz im Sound ist auch vom Adi, gell? Wisst ihr die Vorsicht? Ja. Wobei der Adi Stasler tatsächlich in den letzten 3-4 Jahren seines Lebens eigentlich ein regelmäßiger Gast war, wenn wir gespielt haben beim Lentner Kalle. Da war der Adi Stasler immer ganz leibend. Der Adi war ganz, hat sich hingesetzt, seine Haberer dazu gekocht und leibend. Der war überhaupt nicht, was so was der da jetzt ist als Gast. Ne? War ganz leibender Typ, haben wir uns gut unterhalten. Schoß von der Mama, sagt die Susanne Fabra. Ja, warum nicht? Stimmt. Schoß von der Mama.
Kopfverlag hat, Knie raufgeschunden und die Finger zwickt und aufgeschiffte Wunden. Ob Skiverretzung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Am Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadel. Ob geschossene Schein oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist mir älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Suchen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama, dann wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Jawohl. Freut mich sehr, wenn es euch gefallen hat. Monika Kuri hat diesen wunderbaren Text geschrieben, den ich mir erlaubt habe, hier zu vertonen. Jawohl, für die danke ich schön. Schau, Bob Marley, servus, das ist sehr schön. Danke herzlichst. Bob Marley, danke dafür vielmals. Das gefällt mir. Eine Eigenkomposition. Nicht sehr Wienerlied-mäßig eigentlich, gell? Aber ja, man muss ja mal ein paar Mal ein bisschen den Tellerrand auch einmal
überklettern dürfen, nicht? Und quasi ausputzen vom Teller. Das gehört schon mal dazu. Aber es war vom Text her, ich kann mich erinnern, wie ich den Text gekriegt habe. Also den möchte ich unbedingt vertonen. Aber es ist kein Wiener Lied, als Wiener Lied. Wisst ihr, was ich meine? Es ist jetzt, da muss ich ein bisschen, ähnlich wie mit, ganz andere Baustelle, aber ähnlich wie es war mit Brokkoli, nicht? Wo ich auch gesagt habe, das schreibe ich jetzt das Wiener Lied, da mache ich was ganz was anderes. Aber es gefreut mich, wenn es euch gefällt. Danke herzlichst. Danke, geschehen. So. Schau, die Mäcki sagt auch, ja, zum Roland Neuwirth noch. Ja. Er war Dozent an der Schule für Dichtung, richtig, ja. Ich war in seiner Klasse, ja, echt, ein echter Poet in meiner Erfahrung, ja, absolut. Absolut. Wunderschöne Texte geschrieben. Gute und lustige auch, also. Er hat das schon spannen können, von sehr, sehr melancholisch-poetische hin zu echte lustige Wuchteln. Das muss man echt sagen. Ja. Lied von der Einsamkeit, jawohl. Ich bin wieder fett wie Ratiere. Ja. Wobei das ist tatsächlich nicht vom Ambros. Ich habe schon gewusst, wer es geschrieben hat. Das ist nicht von Ambros eigentlich. Ja. Ja. Bob Marley, jawohl. Ist wieder ein neuer Name im Chat, oder? Oder habe ich den schon wieder vergessen gehabt? Nein, wieder ein neuer Name im Chat. Freut uns sehr. Haut's eine für den Bob Marley, bitte noch einmal. Ich weiß, ihr kommt heute drauf, aber es muss sein. Wir müssen neue Freunde, die müssen wir willkommen heißen. Das gehört sich einfach. Und wenn schon einer schreibt, dann kehrt er begrüßt von allen Pavlachistingers. Bob Marley, haut's eine rote Achteln. Rote Achteln für den Bob. Jawohl, das taugt mir. So, pass auf, na gut, dann machen wir eine Eigenkompositions-Challenge. Was habe ich denn schon? Warte mal. Blaue Tinten habe ich schon gespielt, gell? Die Dinge habe ich auch schon gespielt. Na, warte mal. Ist eh klar, nicht Skyline und wissen wir eh. Nein, von Bockabetz ist auch nicht schuld. Das ist tatsächlich einfach, das ist echt. Ich weiß es wirklich nicht, von wem es ist, aber es war, glaube ich, auch nicht. Ich kann mich jetzt täuschen auch. Aber ich bin ziemlich sicher, das war kein. Das hat es halt gegeben, das Lied. Ja. Ja. Alter Schmidt vom Lerchenfeld, ja. Ist auch es ist kein Fuhrleutlied, aber ich weiß schon, was du meinst. Es ist halt ein Lied von einem Schmied, nicht? Und ein Schmied und eine Fuhrleut. Ja. Die Wampen bin ich noch schuldig, dem anderen Wolfgang bin ich noch die Wampen schuldig auch noch. Ja. Ja, pass auf, das ist ja wurscht, fangen wir mit der Wampen an. Ist halt nicht von mir. Das ist ja egal, wir müssen ja kein Klausemädel machen. Aber ich bringe die eine. Also, was war jetzt die Einsamkeit, war auf jeden Fall. Das passt wir fangen mit der Wampen an. Ja, das kann sich ja Ding, nicht? Wenn die Leute in Grinzing besoffen sind, da tanzt gleich renommieren. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Lieben. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie mein Hund. Ich sage ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab eine Wurz drum Wampen, die zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab eine Wurz drum Wampen, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagdrost im Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal noch viel mehr. Gib ihm meine Wampen her. Wenn ich am Sonntag vom Wirtshaus komm, trau ich mit Fuß nimmer zu Haus. Mich holt ein Taxi vom Wirtshaus an und bringt mich bis vor mein Haus. Denn ich hab oft
bei der Nacht schlechte Erfahrungen gemacht. Es war nicht aufgestrahlt und ich war angestrahlt, da hat's mich hergestrahlt, als wir nicht gescheit. Ich sind angestrahlt, da gehört nicht mehr gestrahlt, sonst ist hergestrahlt für alle Leid. Ihr tat's was zusammendran, da muss ich aufdran, wenn's mich dran für lange Zeit. Ich sind angestrahlt, da gehört nicht mehr gestrahlt, sonst ist hergestrahlt für alle Leid. Ich sind angestrahlt, da gehört nicht mehr gestrahlt, sonst ist hergestrahlt für alle Leid. Und wie ich da neulich am Glatteis hock, redt mir eine Nachtwacht an. Sagen's, tanzen Sie da etwa einen Cheetahbock oder einen sterbenden Schwan? Drauf sage ich, fragen's nicht so blöd, weil ich bin ja nicht vom Ballett. Es war nicht aufgestrahlt und ich war angestrahlt, da hat's mich hergestrahlt, als wir nicht gescheit. Ich sind angestrahlt, da geht nicht mehr gestrahlt, sonst ist hergestrahlt für alle Leid. Ich tat's was zusammendran, da muss ich aufdran, wenn's mich eindran für lange Zeit. Ich sind angestrahlt, da geht nicht mehr gestrahlt, sonst ist hergestrahlt für alle Leid. Ich sind angestrahlt, da geht nicht mehr gestrahlt, sonst ist hergestrahlt für alle Leid. Richtig, 32 Groschen sind wir auch noch offen. Es gibt schon so Zeiten im Leben, da geht einem alles daneben. Da lässt einem alles und jeder im Stich. Man zweifelt an allem, man zweifelt an sich. Und wenn ich schon mal hin und wieder mir selbst und den anderen zuwider, trag ich mein Gemüt in die Reparatur, in Gottes freie Natur. Dann kauf ich mir für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldeck. Da draußen halt die ganze Welt die Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn, und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. Da draußen im Weltengetriebe, ja, da begegnet uns öfters die Liebe. Sie geht in Gestalt eines Mädels vorbei, mit lachendem Auge im lachenden Mai. Und mein Mädel, es ist sehr bescheiden, dass mich alle Menschen beneiden. Wir küssen uns satt in der inneren Stadt, und wenn sie dann Namenstag hat, dann kaufe ich ihr für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldeck. Ja, da draußen halt die ganze Welt die Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn, und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen, ganz in der Nähe von Wien. In allen erdenklichen Staaten, ja, da streiten die Herren Diplomaten. Ob rechts oder links nur die Seligkeit wär, ja, so streiten sie hin und so streiten sie her. Und wie schon die Großen der Erde, ja, so macht es die folgsame Herde. Sie folgt ihren Führern durch dünn und durch dick, aber wenn ich her Politik, naja, dann kaufe ich mir für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldeck. Da draußen halt die ganze Welt die Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn, und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und das alles nur um 32 Groschen in der Nähe von Wien.
hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Riem dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt nur recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl Erd, das mir allein nicht kehrt, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferl Wein. Weit draußen wo, in Lerchenfeld, ein ganz altes Schmieden steht. Als Buch hab ich dort oft beim Tag dem Schmied zugeschaut bei seiner Blog. Die Fuhrleute haben die Resser gebracht, der Schmied und das Gesellen haben bis in die Nacht das Eisen gekämmert und haben's bohn. Die Funken sind dort lustig gestohlen. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wohn, kein Kutscher bringt mehr Trost zum Schlagen. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt an Schimme gespannt. Heute ringt die Zeit, sein Herz ist schwer. Es gibt heut keine Fuhrleut mehr. Still ist jetzt in der Schmieden dort. Die Schmiedgesellen sind längst alle fort. Kein Feuer brennt, kein Amboss klingt. Der Regen durchs alte Dachel rinnt. Der Schmied steht oft noch vor seinem Haus und schaut nach einem Zeigel aus. Und Tränen rinnen in sein Bord. Es ist hart, wenn man vergeblich wird. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wohn, kein Kutscher bringt mehr Trost zum Schlagen. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt an Schimme gespannt. Heute ringt die Zeit, sein Herz ist schwer. Es gibt heut keine Fuhrleut mehr. Und die Fuhrleut auf der Straßen trinken auch gern einen Wein oder Rührhof. Sing's an Zorgen, was sie schon. Da schreit's gleich Öha und sang gleich rein. Sing's an Zorgen, was sie schon. Da schreit's gleich Öha und sang gleich rein. Ja, wann das Messing schön glänzt und wann der Handliche tanzt, wann der Sodliche schreit, dann ist auf wen eine näher mal weit. Und wann ich einmal stirb und mit Füßen näher mal Drogen oder Rühe, dann muss das Letzte gerade her, damit die Rosen an Hoben haben. Da muss das Letzte gerade her, damit die Rosen ihren Hoben haben. Ja, wann das Messing schön glänzt, wann der Handliche tanzt, wann der Sodliche schreit,
Dan is auf Wehen einen immer weh. Ja, wann das Messingschägel janzt und wann der Handliche tanzt, wann das Adliche schreit, dann ist auf Wehen einen immer weh. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ba-dum-dim wap was them do ba 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 zi ba ba do bem day ba-dum-dim do bo ba day bam day ba do ba bam di wa ba sam di ba bam day ba da bum do ba da bim do ba ba se bo. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Man kennt fast sagen, zu jeder Zeit spül ich den Trottel für die Leid. Und manches Mal platzt mit der Kragen, da kennt ein Wurstel, ich da schlagen. Den Kasperl spülen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt man gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Naja, und so macht mein Hetze ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Wein vereint, aber trotzdem bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das End mir gebracht. Kein Mensch mehr über mich dann lacht. So macht die Augen langsam zu und geh allein ich dann zur Ruhe.
Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ein guter Freund hat immer Zeit und mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Kinder, füllt die Glaserl an, wer weiß, was am Morgen ist. Trink mal extra, was liegt schon dran? Ein Räscherl, das ist gewiss. Ein geschmackiges Busserl von meinem Schatz. Was braucht das Mensch noch mehr? Ja, was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch ein Liter her? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch 12 Liter her? Jawohl! Bist du gescheit? Jetzt tut mir die Hand weh schon. Jetzt tut mir schon die Hand weh. Habe die Ehre. Ein Potpourri Dödelüchs, wie wir so sagen. Wie wir so, bist du gescheit. Ja, auf. Gleich Medizin, setzt einmal auf euch. Ich glaube, es gefällt dir. Ja, schaut gut aus. Es schaut gut aus. Ein Batzen Potpourri. Jawohl, Franz Brandt, vielen Dank, das schön. Schmeckt mir immer noch, Gott sei Dank. Gleich nachschenken. Ich brauch kein Tanz, ich brauch kein Flanz, ich brauch kein Schäneleich. Ich komme ohne Kranz genauso gut ins Himmelreich. Potpourri, Matt ist das schön. Danke, Lorich Wolfgang, jawohl. Klausi, großartig, sagt der Franz eben. Dank der herzlichst. Uli Slonik hat die Achtel eine. Susanne Moser, jawohl. Ja, Nathalie. Biergrill vom Wolfgang. Ich danke euch vielmals. Bob Marti sagt bravo, ich danke dir schön. Ich sag, was habe ich denn jetzt aufgeführt? Fritzl hat die vielen eine. Was habe ich denn? Habe ich das so? Das habe ich so lang gespielt? Nein, so lang weiß ich auch nicht. Verletzt in der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit hat sich der weltberühmte in Otterkring, Glassteurer, schwer am Arm verletzt, verrissen, musste daher in eine Kur für eine Reha für seinen Arm nach Kolksburg, die er abgebrochen hat nach 1-2 Stunden, nachdem er feststellen musste, dass die Hotelbar keinen Stoff nicht gehabt hat. Ergo begab sich Klaus, der Weise, schließlich doch wieder zum Hörigen. Der Ärmel tut ihm immer noch weh, aber wenigstens hat er einen Rausch gehabt. So. Ungut gesehen wahrscheinlich. Arbeitsunfall, ja. Ein Unfall ist ja definiert. Das muss ja plötzlich und von außen und irgendwie, da gibt es also eine Definition. Das war nicht plötzlich, das hat sich einfach der Zart. Was ist mit der Maggie? Ist schon dahin? Was ist mit der Maggie? Was ist da? Haben wir was finden? Wenn der Zug pünktlich ist, muss ich bald in München aussteigen. Dann bist du bald in der Paplacisterie. Jawohl, Maggie. Ja. Ein Zug? Das habe ich gar nicht mitgekriegt, jetzt ehrlich gesagt. Siehst du, so deppert bin ich. Die Kälte, der Winter meldet sich. Klaus, geh auf Reha in die bucklige Welt. Da bin ich. Aufpass auf deine Flügel und deine Finger, ja.
Gescheiter vom Saufen gezeichnet als vom Picasso gemalt. Mehr red. Judy Austria, definitiv. Ja. Maggie kommt gut heim. Bist jetzt wieder am. Achso, ja, hast du eh gesagt. Am Montag fährst du nach München heim. Hast du eh gesagt. Aber ich hab's schon wieder vergessen. Ich sag's dir, es ist ja, ich meine sowas nicht böse, wenn ich das vergiss. Ich vergiss einfach. Ich glaube nicht, was ich jetzt. Ich habe mir heute schon den Wecker gestellt. Für morgen, weil am 8. immer das Tuk-Tuk holt. So bei heute habe ich mir schon vorgestellt, weil ich vergiss ja wieder drauf, das weiß ich ja. Ja, wenn er anleitet, ist spät, nicht? Weil da schaue ich ihm an, hauche ihm an, schaue ihm an und der holt nie wieder ein Tuk-Tuk von mir. Deswegen meine ich. Geht schon wieder, wir sind schon wieder am Start. Aber die Kineten, gell, der Marbau hat das gesagt, die Kineten. Wenn wir schon beim Anbus waren, Kineten. Erst in was für einer Tonart habe ich das gespielt? Aber es ist ja wirklich so, man, Gemälde von den sechs, ich kann, warte, ich hole es her. Ich hole es her, Gemälde von mir. Ein Gemälde von mir. Und zwar handelt es sich hierbei um eine, das war geplanter Gemälde, und zwar der Clemens Fuchs, ein lieber Freund, Enkel vom Ernst Fuchs, der Sohn von Michael Fuchs, der auch wiederum ein großer Maler ist, auch ein lieber Freund von uns und großer Künstler, alle miteinander. Und der Clemens hat studiert in Florenz in so einer Akademie, wo man nach alte Meister, die Maltechniken alter Meister gelernt hat. Und da hat er also quasi ein Porträt, also der hat von mir ein paar Porträts gemacht, aber ich habe keins davon. Ich habe keins davon. Das Munkelein, mein Munkelein, da gibt es eine Kohlezeichnung bei uns im Zimmer, einen Kohleakt. Und von mir ein paar, weil er gesagt hat, na, seine Freunde, das tut er gern, weil dann hat er was und da lernt er was und das ist am wichtigsten sozusagen. Nicht? Und die Freunde kennt er ja, das hat er auch so gesagt, die kennt er ja besser und das heißt, das ist auch irgendwie für so einen Maler eine besondere Geschichte, wenn der den Menschen jetzt kennt. Nicht? Also wahrscheinlich ähnlich wie weiß ich nicht, ein Astrologe oder ein Psychologe sich leichter tut, wenn er ein bisschen mehr weiß über denjenigen. Und dann kann er natürlich das viel mehr in Kontext bringen. Und das ist wahrscheinlich beim Maler auch so. Und unter anderem wollte er dann mal ein größeres Gemälde machen und hat Skizzen gemacht für mir. Wir sind da, ich meine, für mich war die Hockenleiber, die bin da gesessen. Das Bild, was ihr jetzt seht, das ist vielleicht nicht ganz so, weil wirklich, da war ich wirklich, da bin ich wirklich gesessen, da war ich eingespannt. Da war ich eingespannt. Da habe ich mich nicht sonderlich viel bewegen können, respektive auch waren die Hände, ich werde es gleich sehen, quasi, ich konnte nicht trinken derweilen. Ansonsten bei den anderen Sitzungen für andere Gemälde, war das schon möglich. Und das war natürlich dann immer geendet, auch mit einem mörderischen kulinarischen Ausklang, diese Malsitzungen. Man war schon, waren so 2, 3 Stunden da gemalt. Dabei haben wir dann schon auch, nicht, Hetz gehabt. Und dann ist ein Kugel, hat dort aufgekocht, wie ein Weltmeister, hervorragender Koch. Und dann haben wir uns angehabert und dann meistens auch, bin ich mit Taxi dann irgendwann nicht heim, nicht? Aber auf jeden Fall, ein Akt vom Klausi, ich kann heute nicht schlafen. Judy Austria, Klaus, ein Akt, das hätte nicht einmal er gemacht. Das hätte nicht einmal er gemacht, ich gesagt, du, ich habe schon viele Akte gemalt, hat er gesagt, aber nein, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Nein, aber was ich sagen, er hat also für dieses Gemälde eine Ölskizze dann gemacht. Das hat Skizzen gemacht und dann hat er gesagt, ich mache eine Ölskizze. Das ist also kein fertiges Bild in dem Sinn, sondern eine Ölskizze, so heißt es. Und die hat er mir dann irgendwann zum Geburtstag geschenkt. Das hat mich wahnsinnig gefreut. 2012 war das sicher gerade. Clemens Fuchs 2012, schau her. In Öl. Klausi in Öl. Und man beachte die Details, nämlich in Doppler. Und da kann man es lesen. Clemens Fuchs 2012. Schau, der Doppler war wichtig. Der Doppler war wichtig. Tja. Oder was sagt sie jetzt da? Was sagt sie jetzt da? Hm? Das? Was? Das meine ich. Da so herstellen.
Ja, ein Wahnsinn. Gemälde von den 16 in Öl, ne? Das habe ich gesagt. Ja, wenn man aussieht wie von Picasso gemalt, hat garantiert Albert Hoffmann die Finger im Spiel. Bravo, Franz Beat. Ein Wahnsinn. Aber es hat auch keine Haare, sage ich ja. In Ölskizze, das ist überhaupt leibend. Der Doppler ist das Beste, ne? Danke, Wolfgang. Ich meine, ich habe einen kleinen Schluck nicht mehr. Der Doppler ist der Doppler, das ist. Aber ich glaube, das war sogar tatsächlich in Clemens Seite. Ich sage, die brauchen ein Attribut. Wie bei den Heiligen, nicht? Die haben ja auch so Attribute, nicht? Was weiß ich, der heilige Florian, nicht? Der immer den Wasserkiebe über das brennende Feuer wird, oder der Sebastian mit dem Pfeil drinnen, oder der Georg, nicht? Mit der Lanze und dem Drachen und so weiter. Und ich habe auch einen Attribut, gut, bin kein Heiliger, nicht? Das ist natürlich ein Manko in der Geschichte, aber das ist ich habe ein Attribut bekommen. Der Doppler. Die Gitarre, die Kontragitarre und der Doppler. Da werden sie mal sagen dann, ja. Der Klause wird ja dargestellt in der Regel von Künstlern mit Kontragitarre und mit Doppler. Ja, aber das mit dem Heiligsprechen, das wird nichts, Freunde. Das wird nichts. Ein Lehrerdoppler hätte, natürlich, weil das ist ja ein Bild, wo ich den schon getrunken habe. Mir wird da jetzt noch ganz viel Blödsinn einfallen, sagt die Judy Austria. Und wir sind dankbar, dass du nicht alles aushaust. Weltklasse ist ein Fritzl, ich danke dir schön. Super, Susanne Moser, gelungen, aber wenn du es nicht erzählt hättest, Ivan Rebrov hätte auch eine Ähnlichkeit. Naja, wie gesagt, aber das ist ja eben man sieht ja von der weiten Sicht was Besseres von der Nähe, weil es eben seine Ölskizze nennt sie. Das ist eine ganz eigene Technik wiederum. Das ist eigentlich nur, hat man das genau erklärt, aber ich bin ja da, Maler bin ich ja nicht, ne? Aber es ist auch spannend, auch einen Einblick zu nehmen in diese altmeisterlichen Maltechniken. Das ist spannend. Die Haltung wie auf der PR-Aufnahme von Blind Willie McDowell, Franz. Aber gerade ausgestiegen, alles gut. Maggie ist ausgestiegen, jawohl. Pass auf, na, das dauert man noch, bis die Maggie daheim ist, oder? Maggie, ich bin so lange online, bis du dich meldest, dass du gut daheim angekommen bist. Ist das ein Red? Aber schau schon, dass du bei Zeiten ankommst, bitte. Nicht bleib jetzt noch im Bananenbräu stehen und hau da noch was rein. Ja. Der Klaus in Öl. Naja, gut, da brauche ich auch keinen Fuchs dazu. So, Musik, meine Herrschaft, Musik. Der Maber hat gesagt, die Kineten. Habe ich schon ein paar Mal gespielt. Aber ich muss jetzt da die Tonart nochmal ausbaltoven. Hab schon, ja, hab's mit angegriffen. Wann die Sonne, wann die Nacht, na der Tag, den hier deppert. Na der Tag gegen die Nacht, den Kerzen zieht. Wann der erste Sonnenstrahl in die letzte Dämmerung gewiegt, dann wach ich auf in der Kineten, wo ich schlaf. Die Tschuschen kommen und ich muss mich schleichen, sonst sagen sie mir auf. Steh auf und putz mir den Dreck aus, so gut ich kann. So steh ich auf in der Kineten, wo ich schlaf. Ich kann mich schon seit 10 Tagen nimmer rasiert und nimmer gewaschen. Und ich hab nix als wie ein Flaschl rum in der Manteltasche. Den geb ich mir zum Frühstück und dann schnurr ich einmal Zigaretten an. Und eine Schule. Und die Leute kommen
wieder mal kommen's auf mich zu. Und ich bin der Einzige, der ihr entgegengeht, kommt mir vor. Aber ich reiß mich zusammen und ich mach beim ersten Schritt die Augen zu. Es ist doch ganz egal, ob ich was arbeite oder nicht. Für die dünne Klostersuppen genügt's doch auch wenn ich bett. Lasst's mich in Ruhe, heute schieten's meine Kinetten zu. Lasst's mich in Ruhe. Ich hab mich schon seit 10 Tagen nicht mehr rasiert und nicht mehr gewaschen. Und ich hab nix als wie ein Flaschel rum in der Manteltaschen. Aber ich reiß mich zusammen, schnur ja noch Zigaretten an. Und mein Schüling und die Leute kommen mir entgegen, wir einmal kommen's auf mich zu. Und ich bin der Einzige, der ihr entgegengeht, kommt mir vor. Aber ich reiß mich zusammen und ich mach beim ersten Schritt die Augen zu. Der Zentralfriedhof und alles seine Toten. Der Eintritt ist für Lebende heute ausnahmslos verboten, weil der Tod eine Festheit gibt, die ganze lange Nacht und von den Gästen kein einziger Eintrittskarten braucht. Was Nacht wird übers Simmering, kommt Leben in die Toten. Da drüben im Krematorium, da ins Knochenmark abbraten. Da hinten bei der Mama Gruft, die stehen ganze Skelette. Die stehst mit 2 Uhren an zusammen und saufen die Wette. Ein Zentralfriedhof in Stimmung, wie's ein Lebtag noch nicht war. Bei alle Toten feiern hätte seine ersten 100 Jahre. Es lebe der Zentralfriedhof und seine Jubilare. Sie liegen sie verfüllen schon dort seit über 100 Jahre. Heute sind alle wieder lustig, heute lebt alles auf. Im Mausoleum spielt der Band ja den Wahnsinnshammer drauf. Am Zentralfriedhof in Stimmung ist ein Lebtag noch nicht wahr. Wer alle Toten feiern hätte seine ersten 100 Jahre. 150 kann man jetzt, gell, weißt du? Es lebe der Zentralfriedhof. Auf einmal macht's halt Schnäuzer. Der Hofmoser singt's für Ackerlied und die Schrammen spüren an der Walzer. Auf einmal ist die Musik still und alle Orgeln glänzen, aber dort drüben steht der Knochenmann und winkt mit seinen Sensen. Am Zentralfriedhof in Stimmung, dieser Lebtag noch nicht wahr. Wer alle Toten feiern hätte seine ersten 100 Jahre.
habe eine Auslosung, die Szene wirkt makaber, ja. Habe ich auslassen. Franz Brandwein, die entgeht nichts. Da liegt das Blut drin, den Kanal. Erstes ist makaber, da liegt ja ein Kadaver. Weißt du, das ist ganz ein bei dem zerschnittenen Gesicht, kann ich das nicht sehen. Der Hofer war so 20er Haus, der schaut mir so verdächtig aus. Der Hofer hat einen Anfall gekriegt und hat die Leute massakriert. Da geht er ran und durch die Leute und jeder hat sein Freude. Der Hofer war's, der Sündenbock, der Hofer, den was keiner mag. Und der Haufen bewegt sich viere hin zum Hofer seiner Tiere. Da schreien die Leute, komm raus, Mörder, aus ist geh mach auf die Tier. Heute ist aus mit dir, wer für dein Verbrechen musst jetzt zahlen. Geh, komm ausser da, mir trat Kugel oben, du hast keine Freude, das Stangen holen. Mächtel mehr der Leid schinder, die Justiz war heute geschwinder. Alles was du glaubst, alles ein Hofer, kommen's raus. Geht er ran und durch die Leute und sie pumpen an die Tiere und sie machen ein Graböl alles weh und sie treten das Glatt ein, dass die Hausmeisterin nicht sei, die sagt, was ist denn, meine Herren? Da wir doch den Hausfrieden nicht stehen, weil eines weiß ich ganz gewiss, dass die Leute der Hofer ist. Jawohl, das war jetzt der kleinen Ausflug in den Austria-Pub. Also in Ambros eigentlich nur, weil eben der Maber jawohl Zurefetzen, nein, kann ich nicht auswendig sagen. Wo ist Back und Tour TV? Jawohl, gehst du gut. Aber Wahnsinn, das ist die Geschichte von Zurefetzen. Wir spielen es mich oft, weil wenn wir Uli Bär spielen, aber ich sing's nicht. Weil es nur er singt, daher, also halt, jawohl, Szene wirkt makaber wie auslassen. Franz Brandwein, dass mir das passiert. Was, Segel im Wind? Nein, kann ich nicht. Sehr leibende Nummer, Peter Cornelius. Ja, das war, wie gesagt, das ist immer so eine Sache, wie es oder auch live, wenn man dann auch oft gefragt, nicht, kennst du die Nummer oder was, Austropop, spielen wir eigentlich nicht. Das ist jetzt da im Solo, in der Solo-Pavlatschen ist es, wie die meisten von euch wissen, eine große Ausnahme, dass ich die anreiße halt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, lassen wir das aus. Weil sonst könnte man nur mehr Austropop spielen. Und taugt mir Austropop, aber das ist dann ein Schwachsinn, weil dann können wir keine Wienerlieder mehr spielen. Deswegen. Ja. Das ist die. Ja. Zu die Austria, ja. Naja, klar, weil es oft spielt.
Judy geht kochen. Bravo Mahlzeit. Jawohl. Der Uwe ist zu der Zeit genau gekommen, ja. Wenn Ambros ja anfangen, ja, das ist gut. Ich glaube, aber der Hof haben wir nicht auf der ersten. Das ist ein Blödsinn. Und der Zentralfriedhof auch nicht. Die Kinetten auch nicht. Okay. Aber die erste Platten ist ja auch eigentlich ein Reißer mit der Wintersonne und die Sachen. Ja. Ja. Uli und Tanzer, nicht? Die letzten 20 Jahre. Also die letzten 20 Jahre vom Tanzer war eigentlich der Uli Berse der Hauptpartner eigentlich. Ja. Hier ist es da. Nachschenken. Erst hoffentlich kommt die Mega bald heim. Also die Flaschen leert sich. Aber jetzt werden wir noch was Wienerisches draufsetzen. Ne? Also Wiener Liedmäßiges, weil Wienerisch war es eh. Und ihr seht halt auch schon, nicht? Von meinem Semester her. Natürlich diese Lieder. Also Wasser, ich trinke mal Wasser. Schau, wie viel Wasser ich schon getrunken habe. Muss man auch schauen, dass man merkt, von meinem Alter her, diese Austerpop-Nummern, das hat man früher gespielt, gell? Das ist heute, ja, die meisten, also wenn du heute jetzt einmal eine gemischte Partie hast, wo du ein paar Junge auch dabei hast und du reißt die Lieder auch, ja, die paar alten zucken aus, der Rest schaut ja auch, dann kommen sie und sagen, weiß ich nicht, kannst du eine Billie Eilish oder was? Auf dem Schule trinkt man einen Schluck, definitiv. Ja. Pomfinevra, ja genau, der war auf der ersten Stunde. Aber wir sind ja noch ich bin ja noch die Fiakerlieder schuldig. Ich hab ein paar kohlschwarze Rappen, sind eingespannt in mein Juckerwohn. Ein Freudis wird jetzt was so droppen, das kann ich kein Menschen nicht sagen. Ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei all, aber ist da ho. Ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei all, aber ist da ho. Und macht der Haus seinen ersten Grara, da heb ich's mein Käpferl in die Ich dudel als Fuhrmann, als Schwarer und schnallt's mit der Peitschen, juche. Ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, da ist der ho. Ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, da ist der ho. Und ich hab a Bützabers Madel, das ist aus einem eigenen Holz. Die wascht mir vom Wohnen meine Radl und auf die bin ich fürchterlich stolz. Ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, aber ist der ho. Ich schrei hü, ich schrei ho, ich schrei ho, aber ist der ho. Ich fiel zwei halbe Roppen, mein Zeige steht am Graben. So wie die zwei Truppen werden's nicht bald gesehen haben. A Peitschen, na das gibt's nicht, aber Jesus nur nicht schlagen. Das höchste war ein Schnäuzer, sonst reißen's mir den Wohn.
vom Lamm zum Lusthaus Vorriss in 12 Minuten hin. Da springt man keins nicht im Galopp, da geht's nur Ruhe, trupp, trupp, trupp. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brutzen hab. Anmerkung vom Franz Brandwein beim Taschler, ja, link, ja. Dass ich ein Fiaker bin, ein Kutscher kann a jeder werden, aber fahren, das können sie nur in werden. Mein Stolz ist, ich bin heute ein echter Wiener Kind, ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Mein Blut ist so liftig, so leichter wie der Wind. Ja, ich bin heut ein echter Wiener Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre steh ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeigel waren alle fesch benannt. Und kommt's einmal zum Anfahren und er wäre dann begraben. Ja, dann spannt's mir meine Ruppen ein und führt's mich übern Graben. Dann lasst's es sauber laufen, führt's mich im Trab hinaus. Ich büt mir's aus, nur nicht im Schritt. Nehmt's mir nicht wegen a Gretz, sag mir mit. Das ist ein Muss, das Umziehen ins allerletzte Haus. Und Leute, die sollen's noch merken, ein Fiaker führen's hinaus. Und auf mein Grab steht, da soll ich stehen, damit's die Leute deutlich sehen. Sei stolz, er war heute ein echter Wiener Kind, ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Sein Blut war so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, er war heut Pfiff, ein echter Wiener Kind. Stellt's a meine Rose in Stall, bald krieg's zum letzten Mal a Sackel hoben um daheim. Dann hängt's das Geschirr an die Wand, bald kriegen's ein Halfterband. Dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt's mir die Peitschen weg, stellt's mir's wo in den Eck, damit ist nimmer Schneuzen her. Hängt's an die Tiere geschloss, dann seid's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer zu die Fuhrleut kehr. Die letzte Fuhr, das war keine Fahrt ins Paradies. Das hab ich kaum gesehen und das war mir gewiss. Die Rosen haben nimmer gezogen wie früher mal am Strang. Die Hof haben gelungen wie ein Abschiedsgesang. Sie waren mir stolz, die Ros, und arme Freude. Heut rennen Radeln schneller wie die Zeit. Stellt's a meine Rose in Stall, bald kriegen's zum letzten Mal a Sackel haben. Und daheim, dann hängt's das Geschirr an die Wand, bald kriegen's ein Halfterband und dann kommt der Abschied für uns drei. Nehmt's mir die Peitschen weg, stellt's was wo in den Eck, damit ist nimmer Schneuzen her. Hängt's an die Tiere geschloss und dann seid's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer zu die Fuhrleut kehr. Jawohl, die
Fiakerl, da war ich euch noch schuldig. So. Maggie hat schon geschrieben, sie ist unterwegs, es taugt mir. Du, ich hau's einmal eine. Wenn euch die Musik taugt, sagt's doch so leibend, wenn ich's finde. Sagt's doch so leibend. Lasst einen Schmattes da. Haut einen Schmattes in den virtuellen Hut. Infos alle in der Videobeschreibung, von der Kanalmitgliedschaft über IBAN, über PayPal oder wie das alles heißt. Alles unten. Das mich freuen. Große Summen, kleine Summen, alles ist erlaubt. Was das? So wie beim Hut, beim Heirigen, da haben auch die einen haben einen Euro rein. Gut, beim Heirigen ist was anderes. Da wäre vielleicht fruchtig, wenn man schäbert und nicht rascheln lässt. Aber da ist es so wie einst. Hau eine, was geht. Wenn es viel ist, ist viel. Wenn es wenig ist, ist wenig. Wir sind für alles dankbar. Daher danke ich schon jetzt für euren Schmattes, für euren Obolus. Obolus. Ich danke euch vielmals. Schaut, die Achteln von diese Weltklasse. Jütte Potönisla. Kommt gleich wieder. Wolfgang, ich hoffe, er hat wieder auf. Er hat wieder aufmagaziniert. Was sagt der Franz Breitwein? Habe ich sicher schon 5-mal erzählt, aber das besungene Lamm war das heutige Gasthaus Hanse am Broderstern. Ja. 12 Minuten ist eine wahrlich beachtenswerte Zeit. Ja, danke, dass du das sagst. Ich wollte das nämlich schon ein paar Mal erzählen. Vom Lamm zum Lusthaus. Da manche haben das, warte mal, wie war das, Fried? Manche haben das quasi dann, mit Lamm haben sie nichts anfangen können, haben sie vom Land zum Lusthaus, vom Landhaus zum Lusthaus. Und das ist ein Blödsinn. Das war das Lamm, das war das Wirtshaus Lamm. Und ich habe gewusst, das Wirtshaus Lamm, und das ist jetzt aber daher, das ist noch nicht erzählt, glaube ich, Franz Brandwein, weil ich habe gewusst, das Lamm war am Broderstern. Gasthaus Lamm am Broderstern. Was ich nicht wusste bis jetzt war, dass das Hanse war. Das ist mir neu. Weltklasse. Habe wieder was dazugelernt. Das finde ich jetzt leibend. Also ich habe gewusst, es ging dann, weil das haben halt die Alten erzählt, das Gasthaus Lamm, das war am Broderstern. Und vom Broderstern 12 Minuten, 4 zum Lusthaus. Gut, war natürlich der Broderstern noch nicht so, so reguliert und so befahren wie jetzt da, aber ja, wie du sagst, ich kann mir das vorstellen, ist eine beachtenswerte Zeit. Jetzt aber das war was. Franz Brandwein, das ist ein Projekt. Ein Projekt, wir machen das. Das machen wir mit Dingen, wir schauen, dass wir vom Lamm ins Lusthaus in 12 Minuten kommen. Ja. Aber ich habe nicht gewusst, dass es Gasthaus Hans ist. Gasthaus Hans habe ich schon ein paar Mal gespielt. Dort. Gasthaus Hanse einige Male dort revisiert. Jawohl. Was? Der Franz M. sagt, ich trinke jetzt Achtel meiner Frau, die schlaft, aber die Isabella schlaft schon. Wegs auf. Sagt, das gibt's ja nicht. Schau, die Mege Pempert ist im Haus. Na, ist das eine Geschichte? Buona notte insieme, der Schüler ist da. Wenn ein Hut redet, der vorigen Donnerstag, sagt er, schau her. Franz Brandwein. Was ist Hans, ist auch schon Geschichte. Ist schon zu wieder? Franz Brandwein nicht mit meiner Rose. Okay, ist in Ordnung. Lassen wir's. War nur eine Idee. Brainstorming. Das Hans ist schon Geschichte. Das Hans ist zu. Das Gasthaus Hans ist zu. Das ist ein Wahnsinn. Ja, die Rose brauchen wir noch länger. Ja, hast du recht, Franz Brandwein. Das war nur eine Idee gewesen. Schaffen wir es zu Fuß? Nein, war eine Scherzfrage. Also auf jeden Fall, warte mal zurück. Also erstens mal, Maggie Pemberton ist in sein Haus, ist daheim, danke, Klausi schreibt, jawohl. Bitte hat eine rote Achtel, eine rote Achtel. Maggie Pemberton ist vom Bahnhof München endlich in ihre Wohnung zurückgekehrt. Und ich weiß, was das heißt, weil ich war schon ein paar Mal bei ihr in der Wohnung. Und das ist, weiß ich nicht, 17. Stock, naja gut, 3., 4., 5., so irgendwas. Aber trotzdem, da hat ohne Lift, das ist da bewegst du ins, da glaubst du, bist schon über den Wolken, bis du da oben bist. Und das hat sie aber gemacht mit einem Haufen Gepäck und Co. Und parallel wahrscheinlich mein Handy
mit der Pavlatschen in Begleitung. Bravo Mägi, haut seine rote Achtler vorn schon. Da vorn schon an, jawohl, für die Mägi. Die Mägi ist gut angekommen. Und ich sage, siehst du aber, das ist die Pavlatschen. Das ist die Pavlatschen, da schauen wir drauf. Da soll ich gut heimkommen. Ne? Super, gut. Georg Scheuer ist noch dazugekommen, super. Aber dass der Hansi schon Geschichte ist, ne? Das ist für mich. Ja, die Mägi war lange jetzt in Wien. Tatsächlich. Dann kommt er bald wieder. Ostern, glaube ich, hast du gesagt, gell, Mägi? Ich glaube, Ostern hast du gesagt, kommst wieder. Ja, ein bisschen was ist noch. Ein bisschen was, tut mir leid. Gut, ich meine, gut, ihr kennt es eh auch dran, aber solange die Portion nicht leer ist, kann ich. Aber ich werde es ausstellen, damit ich mich auskenne. Ich werde es ausladen, damit wir wissen, das Glasl. Ui, naja, ein gutes Achtel. Ein gutes Achtel. Ein gutes Achtel. Soll ich was reinhauen? Ich hau noch was in den Ofen rein. Ich hau noch was in den Ofen rein. Halt's durch. Ja, Zeit wird's. Ja, ja. Zeit wird's. Kurz auftrat, wieder Luft, muss ich dann wieder zurück dran, gell? Das Hansi gibt's noch, sagt der Franz Brandwein. Ja, eh noch. Hansi gibt's noch. Fehlinformation, Fake News, Fake News. Das kostet das Hansi nur eben, weil man, gut, ja, jetzt bin ich schon länger nicht gefahren, protestieren, aber trotzdem das letzte Mal, oder das hätte ich mitgekriegt. Falschinfo. Schaut, sagt er schon. Sorry, naja, nichts passiert, ist nichts passiert. Ist nichts passiert. Passieren tut dann was, wenn du sagst, den Wirten gibt's wieder oder noch, die fahren hin und stehen vor verschlossenen Türen. Dann ist was passiert, weil da bin ich ja dann nicht, außer mir quasi. Weltklasse. So, was reißen wir noch an? Freunde, was reißen wir noch an? Kannst du die Luft wieder zurück dran. Kannst du wieder zurück dran. So, nur gerade, dass er anhatzt, weißt du? So. Gerade, dass er anhatzt. Ja. Gerade halten, gerade halten. Das war leibend. Aber der Doppler, da ist er. Der Doppler. Und das, also, das war irgend so ein alter Koffer. Hat er mal hergestellt. Und so bin ich gesessen, Stunden. Aber es war so, da habe ich noch geraucht, also Zigaretten geraucht. Aber es hat alles gehabt. Beim Foto, das muss er nicht verstecken, sondern er malt es halt nicht. Aber ich habe alles gehabt. Also da habe ich so gesessen. Wahnsinn. Stunden. So, Dale, die Mägi, was sagst du? Ja, 5. Stock ohne Lift seit 1996. Ja, ich weiß. Da war ich 3 Wochen Wien. Ostern wieder. Habe ich das richtig gemerkt? Sehr gut. Sehr gut. Gut. Klasse. Haben wir noch was offen, Liedern? Nagel? Ich glaube, wir haben alles bedient, was gewünscht wurde. Gewünscht. Sonst regt sich die Jude wieder auf. Gewünscht. Was gewünscht wurde. Was reißt man noch? Ist das ein Turban auf dem Gemälde? Nein, das ist ein Kaperl. Das ist ein Pullman-Kaperl eigentlich. Also, was zwar, sorry, aufgefangen, hast du gesehen? Das ist so ein Pullman-Kaperl. Das heißt so. Das sind diese Kaperl mit dem Zipferl da. Pullman. Gibt es sicher noch einen anderen Begriff dafür? Wie sagt man noch dazu? Pullman-Kapermütze? Ich weiß wirklich nicht, wie das sonst heißt. Aber sowas ist es. Also kein Turban. Ne? Und
Du, das war für einen Ottergänger auch jetzt nicht falsch, ne? Ui, freche Aussagen. Apropos, das kennt man gleich. Monika Kuri, ich hab's wieder vertonen dürfen. 20 Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Bräuche, andere Sprache. Einer lernt von anderen noch und noch. Mein Heimat ist da und seine ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben viel erlebt, waren im Unglück vereint. Ja, wir sind die allerbesten Freunde. Happy bin nennt mich mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Happy bin nennt mich mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gehen ins gleiche Glas. Sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere Sitten und anderes Essen, aber wir zwei haben das schon lang vergessen. Meine Heimat ist da und seine ist fern, aber wir zwei, wir haben uns gern. Wir haben viel erlebt, waren im Unglück vereint, ja, wir sind die allerbesten Freunde. Happy bin nennt mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Happy bin nennt mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund. Schau nie mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler nur davor, hörst wie Kinder lachen dann, und dass nicht lachen kannst wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, die verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entglitt. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Ja, Drachenstein und der Rätabschlagen und der Reiber hat man spülen und sich mit einem feschen Madel hinterm Haustor arg verkühlen. Das war ein Spaß, das war so klasse, das war ein Gaude, stimmt's, mein Freund. Aber heut spielen wir nimmer mit, wir sind verstoßen, wie mir scheint. Und wie wir uns das erste Mal eine ganze Nacht haben ausbleibt Rad, da hat die Mutter statt fest geschlafen, nur beim Fenster runter geschaut und uns ganz ängstlich gefragt, wo warst denn, dummer Bube? Wenn du nicht heimkommst um die Zeit, hab ich keine Ruhe. Schau nie mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler nur davor, hörst wie Kinder lachen dann, und dass nicht lachen kannst wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, wenn dich verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entglitt. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Jawohl, Habibi und die Kinder. Schau nie mit Tränen in den Augen, natürlich wieder eindeutig.
Karl Hodener und wie gesagt, Habibi, der Text von der Monika Kuri, abermals, den ich mir erlaubt habe zu vertonen. Gewünscht oder gewünscht? Ja, ja, Franz Brandt. Ich sofort da. Baskenmütze. Baskenmütze ist der richtige Begriff, ja, dieser Baskenmütze. Wow, fast wie die Bilder von Lawin. Ah ja, da warst du schon im Zug, da warst du schon unterwegs, weil ich das herzag, ja. Das ist vom Fuchs, also nicht vom Ernst Fuchs, sondern vom Clemens Fuchs. Der Große, der hat jetzt erst in Heiligenkreuz, da im ist das ein Stift oder, also dort im Seminar, im Ordenshaus, Stift, nein, ist ja ein Stift, ne? Stift Heiligenkreuz, freilich. Im Stift dort hat er jetzt erst, ich glaube, er war 2 oder 3 Jahre daran gearbeitet, die eine Seitenkapellen gemacht. Die Bilder von der Seitenkapelle. Na, das ist ein ganz großer Künstler und wird ein bescheidener, lieber, also ein echt lieber Mensch. Und durchaus zugeneigt dem kulinarischen Freuden und auch dem Wein, muss ich sagen. Aber nicht wie mir beruflich, sondern nur privat. Bob Marley hat es gefallen, dank der Filmes. In der Straßmann hat eine Frau ihre Tochter ca. 8 Jahre Habibi genannt. Habe sofort an ein Lied gedacht, na klar. Ja, Habibi heißt ja eigentlich Liebling. Es ist so, die Hauptbedeutung ist eigentlich Liebling, also das sagen Kinder, also Eltern zu ihren Kindern oder Verliebte oder Pärchen, aber auch sehr gute Freunde. Also das ist sozusagen so wie, es ist wirklich, es ist dem Haberer dann auch nicht so unähnlich. Also das, zusätzlich die Bedeutung. Du hast es oft, wenn ein Rosenverkäufer einer kommt und die schon ein bisschen kennt, sagt, Habibi. Habibi ist aber eigentlich mehr wirklich ein sehr, sehr sehr naher Begriff, Bezeichnung. Und das sozusagen das der distanzierteste Bereich, den Habibi abdeckt, so habe ich es mir erklären lassen, ist eben ist der gute Freund, der sehr, sehr gute Freund. Einfach, ja. Ein bisschen könnte man das vielleicht mit der unsäglichen Bezeichnung, aber es nicht dazu passen, was viele sagen heutzutage von den Jugendlichen, ist ein Bruder. Ne? Was ist Bruder? Ja, ich meine, nicht das Ding, das Bruder, das ist quasi, das ist auch so, nicht? Weil Bruder heißt ja eigentlich was anderes wie Haberer oder was, sondern ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Wenn nicht, kann ich euch auch nicht helfen. Ich muss das Wasser trinken, schau. Mein lieber Freund, ja. Ja, noch näher sogar, Wolfgang. Also wegen mein enger Freund. Also Habibi ist dann schon sehr, ja, eigentlich so gedacht. Aber ja, die Rosen war klar. Ich meine, mit einem Rosenverkäufer bin ich nicht so eng. Ja. Also mein lieber Freund, ja. Es gibt halt sehr Unterschiede. Das ist, was nicht, das ist so bei uns gewisse Begriffe, die verwendest einfach, du weißt genau, wann du es verwendest und wann nicht, könntest es aber nicht wirklich definieren. Und so ähnlich ist es da bei dem. So, die Mega ist daheim, 11 ist. Schönen Abend alle miteinander, später aber doch, Alexander Hauser ist da, da kann ich jetzt nicht aufhören. Da kann ich jetzt nicht gleich aufhören. Das geht. Ich wollte gerade die Schlussnummer bringen. Ich wollte gerade die Schlussnummer bringen, wollte es jetzt groß ankündigen. Theatralisch, dramatisch, weißt du, ein bisschen so auf Diva, das so wie sagt man das, also so Drama Queen, dann kommt der Hauser daher. Ne, jetzt spielen wir noch eins. Aber so, ich spiele mal eins. Haberer ist Jiddisch, ja genau. Heißt eigentlich Bettgenosse, ne? Das ist mein. Habe ich auch noch nie gehört. Aber aus dem Jiddischen war mir klar. Und das habe ich so lustig gefunden, ne? Dieses Lied eigentlich ist sehr völkerverbindend. Nicht Arabisch und Jiddisch. Ne? Naja.
Gutes Nächtler, Susanne Moser geht schlafen, ja. Ich auch gleich, also, oder wir werden bald enden, aber natürlich jetzt der Hauser da, jetzt muss ich noch was anreißen. Ja, jetzt muss ich schon noch was anreißen. Was machen wir denn? Was machen wir denn für den Onkel Alexander? Eieieiei. Sind wir schon die Ideen ausgegangen? Nein, da kommt schon noch was. Da kommt schon noch was. Wie ich glaube, hat der Vater mich oft geführt ins Kasperltheater und mit großen Augen sah Wurstels Lebensweg ich da. Wie seinem Weiberl schmeichelt, wie sein weiße Hasel streichelt. Dann da schlagt er seine Frau, warum, das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sich's richten, der mit Tod und Teufel rafft, bis er die Polizei verhafft. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich. Und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Rat, den's verstehen wirst, bis du älter wirst, geben. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war Sohn. Und haut ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Die Wurstelgeschichte nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener a Menge verdrohen. Aber eins kann man nicht, den Wurstel da schlagen. Wieder ging ich in den Prater und suchte das Kasperltheater. Doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abend am Mond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen und die Uhr schlug Mitternacht. Da ist der Bruder aufgewacht. Wieder hört man Lärm und Krochen, durch die Grotten fährt der Drachen, Riesenradl, Ringelgespül, alles draht sich im Gewühl. Kalafate majestätisch, kommt und grüßt ganz gravitätisch. Und es fängt zum Geistern an, wirklich in der Geisterbahn. Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin, ich bin ewig, so ewig wie mein ewiges Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war Sohn. Und haut ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Die Wurstelgeschichte nix und der Teufel ist der Wedel. Ja, er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt raus. Er kann wie der Wiener a Menge verdrohen. Aber eins kann man nicht, den Wurstel da schlagen. Jawohl, na, jetzt ist schon verstimmt Adege da. Jetzt dürfen wir dann schon aufhören. Ich habe noch nie einen Haberer im Bett gehabt. Ja, Franz Brandwein kann ich eigentlich genau auch so sagen. Ja. Aber es stimmt schon, ja. Peter Wehle, absolut immer empfehlenswert. Singen Sie Wienerisch, sprechen Sie Wienerisch. Ich habe ein paar Bier, was Rotwelsch, die Gauner gesprochen hat er noch. Was war denn noch? Was habe ich denn noch? Ja, ein Peter Wehle, immer. Und das Leibende ist, man Peter Wehle findest du fast nicht mehr natürlich im Buchhandel oder ist alles vergriffen, aber meines Wissens nach sind eigentlich alle seine Bücher antiquarisch relativ einfach
zu bekommen. Also wenn einer irgendwie ein bisschen Wien-Affinität hat und sagt, jetzt nicht taugt das, und ich will ein bisschen eintauchen mit wahnsinnig Humor, aber mit einem irre Wissen. Peter Wele war ja Germanist, studierter, also mit hohem Niveau, dann Peter Wele, schaut, dass die Bücher gekriegt werden. Lorich Wolfgang schreibt, schau, genau, Gaunersprache, Rotwelsch, ja. Ja. Peter Wele. Der Wele hat einiges für Wien, auf Wienerisch, ja. Gut, und dann natürlich nicht zu vergessen seine Kabarettgeschichten. Nicht? Also das war ja mit dem Bronner und so weiter. Also der Peter Wele war ja da sehr aktiv. Ganz wichtiger Typ. So, meine Freunde, jetzt werden wir uns dem Ende, es nutzt ja nichts. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich danke euch herzlichst, dass ihr mir Rotwelsch gar nicht, ist es nicht der Giertler? Ja, der Giertler hat auch ein Buch drüber geschrieben. Franz M. Es gibt ein Buch, das heißt Rotwelsch oder die Gauner, ich glaube aber Rotwelsch sogar, vom Peter Wele und vom Professor Roland Giertler. Und bei der Buchpräsentation damals vom Rotwelsch-Buch vom Giertler und die 16er Buben gespielt, damals noch wahnsinnig unbekannt, also das war ganz am Anfang unserer Spieltätigkeit, weil von Karriere will ich noch gar nicht reden. Und den Giertler haben wir gut kennt. Ich war da immer bei einem Stammtisch dabei in der Innenstadt. Immer sehr leibend. Und da war immer wieder mal der Giertler auch, und damals. Und da ist er gekommen und hat gesagt, ja, nächste Woche am Freitag ist Buchpräsentation, nicht? Rotwelsch, Gaunersprache. Da kommt alles zusammen. Und ja, du spielst ein Wiener Lied, das ist nicht gut passen, ja, das machen wir noch. Habt's Zeit. Da war es 11, halb 12 auf die Nacht. Und da war noch nichts mit Handy und so weiter. Und der Patrick war noch Schüler, ich war schon Student, Patrick war noch Schüler. Und da habe ich gedacht, naja, das muss ich jetzt wissen, weil das muss ich morgen kopieren, hat er gesagt. Ne? Das muss ich morgen kopieren, die Einladung. Weil die Einladung war schon fertig. Jetzt habe ich also angerufen, daheim beim Patrick. Und natürlich, es war mir klar, dass das jetzt schon ein bisschen eine Aufruhr ist. Nicht? Weil wenn da um halb 12 auf die Nacht das Festnetztelefon in Otterkring neben Jana scheppert, natürlich, die Mama war drauf und Patrick, es tut mir so leid, dass ich jetzt anrufen die, aber es ist leider, es ist nicht anders, es geht nicht anders. Bitte, ich brauche einen Patrick. Der Patrick ist zugekommen zum Telefon und habe gesagt, wie schaut es aus? Wir könnten spielen bei der Buchpräsentation. Wir haben ja damals wirklich noch keinen, also das war ja für uns ein großer Gig. Da habe ich gesagt, ja, habe ich Zeit, passt. Na, dann sage ich es ihm, ist fix. Ja, ist fix, kannst fix eintragen. Na, passt. Sage ich zu ihm, das ist fix. Und er hat diese Kopiervorlage. Wie gesagt, das war damals ja noch nichts mit Computer, also schon Computer, aber der hat die Kopiervorlage hergenommen, hat handschriftlich draufgeschrieben, musikalische Begleitung 16er Buben. Schreibt mir das so hier, schreibt mir das so. Hat das aufgeschrieben und genau so hat er das seiner Sekretärin gegeben, am nächsten Tag am Institut für Soziologie, damals noch in der Skoda-Gassen, und die hat das kopiert. Und dann ist es ausgegangen als Einladung und dann sind wir zu dieser Buchpräsentation hingekommen. Wir kommen rein und der Giertler sagt zu uns, das wird dir gefallen, Herst, das wird dir gefallen. Da gibt es heute das meiste, die eine Hälfte sind Bücher, die andere sind Kiewer aus Otterkring. Das war seine Begrüßung damals. Aber das war eine dieser ja, ersten großen, oder großen halt, das war was, ne? Und das war irgendwie eine leibende Geschichte. Aber es war ganz am Anfang. Also, warte mal, jetzt 94, es war sicher, wahrscheinlich 95, 96, 97. In dem Bereich wird es gewesen sein, das Buch. Naja, gut. 16er Burm, featuring Roland Giertler, war im Hansig, ganz richtig. Das war ja viel später. Das war ja viel, Jahre später. Wie gesagt, das Rotwelsch, das war damals sicher also noch Ende 90er Jahre, zweite Hälfte 90er Jahre.
da waren wir noch ganz jung. Das war Giertler und dann irgendwann kam diese Idee auf, der Giertler hat einen Vortrag über das Wiener Wirtshaus als Soziologe, ne? Roland Giertler. Und wir begleiten, wir spielen Lieder dazu. Das war damals beim Hansi. Haben wir sogar ein paar Mal gemacht. Beim Hansi ein paar Mal und dann noch, ich weiß nicht, wie die Lokale Kassen haben. Ich weiß es nicht mehr. Aber leibend. Schon das letzte Achtel vom Riesling geht es ja wunderbar aus. Prost, bravo, Franz Brandwein, bei mir ist auch das letzte. Ja. Bücherstand von Pilger. Ja, genau, das vom Pilger. Ja, der Pilger war der Pülcher, weil die Pilger, das waren ja also im Mittelalter so, das waren ja Verbrecher. Nicht? Also das waren ja Verbrecher und denen haben wir gesagt, durch zu, du kannst jetzt im Häfen sitzen oder wir hocken da in Kopf oder den Fuß oder die Hände oder keine Ahnung, wie das war. Oder du machst die Pilgerreise. Haben sie natürlich alle gesagt, dann mache ich lieber die Pilgerreise. Nicht? Das war genauso mit Kreuzzug, nicht? Das war das Gleiche. Und sagt das waren ja viele Bücher dort neben. Nicht? Also Verbrecher, die eigentlich was verbrochen haben und man hat ihnen angeboten, statt der Strafe, die sie ja zu erwarten haben, sollen sie in den Kreuzzug ziehen, nicht mitziehen. Und so kam das. Und eben, das andere waren eben die Pilger. Nicht? Und so war das, dass also die Pilger nicht sehr gern gesehen waren, weil man hat immer gewusst, das sind eben Verbrecher, das sind Bücher. Und das war eben der Pilger, nicht? Das wurde so der Pülcher eigentlich geschrieben, nicht? Und der Bücher war daher, das waren also die Pilger. Die hat man, also vollkommen richtig. Habe ich gewusst. Hätte ich auch sagen können. Steirischen Chardonnay offen, der Lorich Wolfgang, bravo. Steirischen Chardonnay, quasi ein Morillon sozusagen. Ja. Schau, hätte ich auch schlafen. Ja, hätte ich auch. Wir gingen alle. Ich sage jetzt mit dem Schluck, danke euch vielmals nochmal, dass ihr mich alleine ertragen habt. Wir schicken die besten Genesungswünsche an den Patrick. Er hat jetzt ein bisschen Zeit, die Wochen, da kann er sich auskurieren. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann war es das für das Jahr. Das war doch leibend. Das war's. Und das ganze Jahr keine Solo-Bavlatschen mehr. Patrick gesund, durchgehend. Das wünschen wir uns. Und ihm. In diesem Sinne, seid wohl, Prost auf euch. Hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben viel gesungen und haben viel gelacht. Den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch seien wir ehrlich, wir werden schon langsam jetzt. Er wird der Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war leibend. Es hat nicht gefreut. Aber für heute singe ich das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen schon langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wehrlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben mit Post und gesungen viel, nur gegen Ende wird's langsam still. Und so hat auch jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wirklich leibend. Das hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit.
Ich danke euch vielmals. Habt einen gemütlichen Abend, also gemütlichen Abend, schlaft's gut. Sagen wir es so. Schlaft's gut und ich hoffe, wir sehen einander vielleicht am Freitag beim Showfix, ebenfalls auf diesem Kanal oder nächsten Montag auf der Paratschen oder sogar live. Schauen wir mal, was passiert. In diesem Sinne, dickes Busl an euch alle. Pfiat euch gut, Papa. Schlaft's gut.